Ja. Verdammt, die hätte mehrere trinken sollen. Und dann muss ich wieder zum Brunzen wieder ganz Schuldirndl. Das ist nix. Warten wir mal, bis sie YouTube da findet. Ja, jetzt mal, wo ist der Zauberstab, wo ist die Tröte? Da ist Traumaschine, ist auch wichtig, da ist Traumaschine, ist auch wichtig. Wenn schon der Ton geht sogar, dann Schmiedi, sein Ton geht auch. Du wirst mir nicht verzeihen, dass da heute mal irgendwas funktioniert. Hobby! Ist das eigentlich auch schon Nazi-Musik? Weiß ich nicht. Das ist Trompetenmusik. Hallo, die Nazis haben früher Trompeten gespielt, das ist auch Nazi-Musik. Das ist ein bisschen du für Hurensohn, Alter. Heute haben wir noch nicht mit Bier an einem zauberhaften, sehr sprichwörtlich zauberhaften Mittwochabend 20 Uhr. Schluss jetzt, ihr Popo-Männer. Sind so freundlich. Gebirgskerzen sind so freundlich. So ein geiles Produkt! Mein Löwe, mein Bär. Den verstehe ich nicht. Mein Löwe, mein Bär, den verstehe ich nicht. Bratfett, Sepp, merci dir. Schmiedi, aber tritt zurück, grüß Gott beieinander. Wir schauen mal aus. Ich schau gut aus, das weiß ich. Oh, ein Gackerl ist heute ein bisschen kaputt gegangen. Da, siehst du das? Ja, jetzt sitzt sie oben im Bett. Wenn ich das ganz harmlos. Timmy Boy, schöne Grüße zurück zu dir nach daheim. Merci dir. So, grüß mal einen Haufen, damit nichts passiert, bis da der ganze Sauhaufen mehr drin ist. Haben wir die an die Curry, den Curry, das wissen wir nicht. An den Pauxi, an den Sweet Jesus, an den Steffi, an den Douglas, an den Wolfeck, mit dem Reset. Merci für den Reset. Bis zuerst morgen, erster Jahrestag vom Voll-Erinnerungs-Bären-Squad. Aber einmal Happy Birthday, bitte. Das ist noch gar nicht Geburtstag. Ich weiß nicht, wer der volle Erinnerungs-Bären-Squad. Was für Bären-Squad? Na, jetzt kommst du schon. Bitte kauft da heute endlich einmal einen Pulli. Spendentest. Spendentest? Schau, probieren wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es geht oder nicht, aber ist egal, dann nimm 50er. Haha! Was? Austrian. Ich sage eh schon nichts mehr. Jetzt wird dieselbe Scheiße, ich sage eh schon nichts mehr. Ich sage eh nichts mehr! Austrian Küsschen aufs Nüsschen. Auf alle ich schläg einmal alle Bandscheiben ab, von ganz oben bis unten. Als Steißbein lasst man aus, okay? Das schmeckt ein wenig anreidig, da nein, muss nicht sein. Merci dir. Das ist der Cybergamer. Und dritt, alles gut bei dir und bei deiner alten auch. Schlechte Leute und Arschlöchern geht's immer gut. Merci für deinen Resub. Warum der schon wieder nicht angezeigt wird, weiß ich nicht. Bei dir habe ich so ein bisschen den Verdacht, dein Name ist einfach sauber zu lang. Da ist einfach die Anzeige dann broken. Jetzt haben wir die nächsten 5 Anzeigen broken und überhaupt und was es selbst ist. Aber die Ehre an den Flo, an den Forest Squad, an den Endstilles Reich, an den Handel, an die Olivia, an den Ogauer Rettass. Weiß ich nicht, was das wieder heißen soll. Jetzt muss ich abscrollen, habe ich vergessen. Der Kubala-Sepp! Mit einer humanen Zahl! Ich verstehe die Frage nicht. Bist du gesund? Polnisch Harry Potter, Abracadabra, Kurva! Das scheiß Kurzvideo. Das habe ich schon gesehen. Ich werde das übrigens weder Short noch TikTok nennen, weil ich einen innerlichen Schlaganfall kriege. Genauso wie bei Reactions und was ist noch so ein Wort, wo ich innerlich, weiß ich nicht, da wo sich meine Seele einmal im Grob umdreht. Weiß nicht, Digi, weiß nicht. Merci dir, Herr Kubala-Sepp. Timmy Boy, Schmatz, 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 Schlürf, 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 widerlich, Agromod. Das ist Frau Schrö, die jetzt auch wieder nicht angezeigt wird. Habe tritt zurück, merci für den Reset. Flo, merci für den Zwickel. Kriegst die Tröte. So, wunderschön. Haut dort, Sektion Oberland anwesend. Was für einen Counter braucht ihr noch für einen Podcast? Wir brauchen keinen Counter für einen Podcast. Hat irgendjemand noch Counter für einen Podcast gefragt? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Siehst du da mal alle Artikel mit? Alle Wörter mit 3 Buchstaben. Da hätte ich eine Statistik davon. So kann man euch beschäftigen. Habt was zum tun. So, Schluss jetzt! Ich muss das verzeihen. Gut! Auf einen magischen Abend. Blip, zauberhaft. Hab ich überhaupt einen Zauberstab da? Ja. Den haben wir übrigens nicht mehr lang, weil der ist vorhin schon angebrochen. Ich hab letztes Mal in den Monitor aus Versehen eingedroschen, da bin ich nur einmal falsch draufgehauen, dann bricht er an. Der hat lang gehalten. 2 Wochen, passt. So, Freunde der Sonne! Wir haben es wieder mal zu Twitch Clips Germany geschafft. 2 Mal sogar. In 2 verschiedene. Eins ist ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, was. Das ist also. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich heiße alle gleich, das ist mir wurscht. Aber es ist einfach schön, wenn andere auf diese Dinge aufmerksam werden. Ein großes Dankeschön und ein F in den Chat, wer auch immer das von euch ist, der diese Clips an diese Leute schickt. Das mache nicht ich. Das hat sich einfach verselbstständigt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist der. Was ist der. Pass auf, muss ich kurz überlegen. In dem einer, in dem etwas größeren Dingens ist drin.
Die Erika, da gibt es ein bisschen was dazu zum Sagen, das erklärt dann dieses Tröte-Nazi-Musik-Ding, da habe ich schon wieder lachen müssen, da haben wir die richtigen Mongos wieder triggert, wunderschön. Wo die Erika reinkommt und der Panzerpatronus reinkommt und bei der Dan, was hat Dan da rein da? Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, den Ausschnitt von der Zugfahrt. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Müssen jetzt nochmal nach. Ich bin also behindert. Also ich habe heute Nachmittag angeschaut und dann war ich verwirrt. Fang mal Wui mehr Zauberei sehen. Zauberei möchte ich schon wieder sagen. Wir haben noch nie vor 10 noch angefangen. Merci dir. Mick Wagner! Was ist da los? Merci wieder ein Zwickel. Küsschen auf das Nüsschen, oder? So, jetzt mal so was. Da gibt es Folgendes dazu zu sagen. Einer hat geschrieben. Das hat mir der Mike geschickt. Das ist der Sam Crow Mike übrigens. Das hätte ich schon wieder gar nicht gelesen, weil ich die Kommentare von den Spackers gar nicht durchlese. Hat einer geschrieben. Der Iluna Hantara hat geschrieben. Meine Fresse, der Clip von Birger Zock bei 7 Minuten 49 ist der übrigens, hat mich ja total gekillt. Todeslach-Smiley. Dann hat der erste Spacko drunter kommentiert. Ganz ehrlich, dass Leute, die Hogwarts Legacy spielen, Nazi-Musik im Stream laufen lassen, wundert mich jetzt nicht. Ach, Cedric! So heißt der das kommentiert hat. Ach, Cedric! Ich würde jetzt so gern Sachen in die Kamera sagen, aber dann sperren sie mir auf Lebenszeit von fucking allen Plattformen, auf denen ich jemals war. Nur für die. Da haben wir wieder die richtigen Vollmongos außer Trigger aus ihrem Scheißbunker. Ja, geht's zum Loch in den Keller oben und Nazi-Musik, oder? Ja. Heute muss der endlich an Besen holen. Muss einen Hitler vorstellen, wie er daheim hockt und hört sich Erika auf Techno-Bito. Ah. und so durchs Zimmer rennt. Ja, leck mich am Sack, kein Leid dumm. Ja, wie dumm sind die Leute, sag einmal! Hä? Ja, ihr Turtel, ihr Futzengroben! Unfassbar, Alter. Unfassbar! Unfassbar! Unfassbar, wir brunst um das Leid sind! Internetverbot! Ihr Spackos, ihr Futzenbrunstdumme! Leckt mich am Sack! Wie sie in der Früh echt Schuhbandelt ist, weiß kein Mensch nicht. Wie du in die Schüssel scheißt und nicht, dass da daneben sitzt. Ich weiß es nicht! Weiß es nicht! Trottelfotze, du bist sogar von deinen... Wenn du einen Scheiß los, dann bist du auch triggert. Ich bin. Das ist Geruchslosendiskriminierung. Halt dein Maul, du Mongo, du Scheißbehinderte! RRT Hokus Pokus Simsalabim Sperma an dein Kien. Simsalabim Samen ans Kinn! Sehr schön. Jetzt mal so was. Ich habe jetzt wieder 1000 Leute übersehen. Timmy, merci. Dragon Crime, merci. Heute musst du endlich einen Besen holen. Ich hoffe, wir kommen so weit. Also ich gehe mir schwer davon aus, das ist auch noch Teil des Tutorials. Ich mag da draußen nochmal anfliegen. Da rennen ich nicht mehr, bin ich blöd oder was? Für was kann ich zaubern? Bist du besoffen oder was? Undrummable, merci dir. Ihr könnt im Podcast ja eigentlich Kubala Sepp und Austrian T-Shirts anhaben. Die haben schon die nächsten 5 Stunden. Sagen wir es so. Ihr müsst am Podcast vielleicht ein bisschen abgetrennter von dem da allem sehen. Weil beim Podcast bin ich nicht allein. Ja? Ich meine, natürlich habe ich so die Hauptentscheidungskraft und ich bin so ein bisschen der treibende Faktor, weil wenn ich das da nicht alles hätte und 2, 3 Leute mich kennen, dann hätten den Podcast kein Hint für Leute nicht anhören. Sagen wir es uns, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist. Hat damit nichts zu tun. So, sagen wir es so. Timmy Boy, wo kann man das anschauen? Twitch Clips Germany heißt der Kanal. Ich glaube auf YouTube. Und aber auch auf... Ich glaube, die machen auch irgendwie so Live-Abstimmungen. Die machen einen Livestream, schauen sie die so und dann bewerten Zuschauer, was in die nächste Zusammenfassung eine soll. Und da sind wir recht gut davor gekommen, glaube ich. Und da sagt auch der Betreiber des Kanals, sagt, ja, das ist... Nein, jetzt... Hau ab! Hau ab! Strafzahlung, weil ich morgens um 3:30 in der Früh bis 7 abends in der Sennen Arbeit stehen muss. Hier irgendwo muss er da Donation herkommen. A-B-R-A-K-A-D-A-B-R-A. Wieso Kurva! Ich füge an. Ist ja gut. Im Rage-Mode drin, Ja, im Rage-Modus. Im Rage-Mode. Leute, ist ja gut jetzt! Grüße neu, ich mehr was erzählen, es ist gleich 10 Uhr, wir müssen mit Zaubern anfangen, sonst kommen wir wieder keinen Meter nicht weit. Danke. Kubala Sepp, merci dir, Schluss. Ja? Schluss. Ich weiß nicht, bis wann wir ausgemacht haben, ist mir scheißegal, aber Schluss, bitte. Lüben Sepp, merci dir. Honey, merci dir. Zirngibi, merci dir. Baltron, merci dir. Bussi, Bussi, Bussi. Kaum Kimme live vollen Wörter können nicht schreiben, san es die Köder as. Und Wörter können nicht schreiben, sonst kann ich da, es geht nicht schicker, aber sympathisch, von gut an sympathisch. Schupferbrunzen.
Wenn ich Schupfe, ich weiß doch YouTube überhaupt nicht, was ein Schupferbrunst überhaupt ist. 80% im Chat wissen wahrscheinlich nicht, was ein Schupferbrunst ist. Was das was ist. Der gute Rage-Mode, das ist der gute. Die gute Rage-Mode. Jetzt habe ich es verstanden. Mr. Irrsinn Rainer, Entschuldigung. Das ist der Rage-Mantel, ist das zum Beispiel. Ja? Das ist in der Modeszene Rage angesehen. Ich darf jetzt einmal sagen, ich starte mal schon mehr als Spei im Hintergrund, weil sonst dann Start ist wieder eine Viertelstunde lang, bis die Scheiße startet. Ist ja wurscht. Rababel, die Babel, auf geht's. Hallo, wie lang bleibt denn der Pimmel? Forever, Alter. Wenn wir mir Hogwarts spielen, dann ist der Pimmel am Hirn. Außerdem, du hast ja gesehen, wie der da hingekommen ist. Den kann ich mir nicht einfach runterwaschen. Ich weiß nicht, was du meinst. Schnurzelpurzelchen, du bist mir schon ein bisschen abgegangen. Flachwitz des Tages, was läuft durch die Steppe? Lacht und ist sehr sauber. Eine Hygiene. Oh Gott. Du kannst dich mit dem Flocki zusammen da, aus dem Podcast. Ich weiß nicht, ob du einen Podcast lauscht. Ich hoffe. Ich glaube schon, du hast damit drunter kommentiert. Bin mir nicht 100% sicher. Dann kannst du mit dem Flocki zusammen da. Dann sind seine Witze ja ungefähr genauso gut. So! Was jetzt auch nicht? Im Hintergrund? Ah ja, es lädt. Nein, jetzt nicht so. Jetzt bitte. Jetzt war so lange Ruhe. Es war so grimmig fast schon mit den Donations, aber es ist einfach immer das Gleiche. Wolfrack! Witzeschmiede. In einer Stadt in der USA. Ein Schwarzer liegt tot auf der Straße. Punkt. Von 40 Kugeln durchlöchert. Der Sheriff steht daneben und sagt... Das ist dann der 40 Cent. Oh, Der Sheriff steht daneben und sagt, oh verdammt, so einen furchtbaren Selbstmord habe ich noch nie gesehen. Also, das ist hart an der Grenze. Da darf ich fast nicht lachen. Innerlich kann man keiner nachweisen, ob ich gelacht habe oder nicht. Ah, ja, weiß das schon. 20er ist 2, Küsschen aufs Nüsschen. Hauptmann, merci dir. Weimal Sepp, wenn sie im Frühling kracht und rufst, die Henne ihren Gockelbunst. Alles klar. Hanuta, wieso bist du nicht angezeigt? Kriegst die Privattritte. Hanuta, welcome to the squad, merci für die Mitgliedschaft. War ein nice Mitglied und das ärgert mich schon wieder, dass das nicht angezeigt wird, weil irgendjemand die Mitgliederschaften Alert schon wieder kaputt gemacht hat. Bierman, merci wieder an 1,15. Jetzt schauen wir, ob der Hanuta noch mehr killen, weil das werden wir den erst nicht durchgelaufen. Der wird einmal nicht angezeigt. Ist mir wurscht. Ich meine, natürlich ist mir nicht wurscht, aber was soll ich machen? Hanuta, sonst hätte ich jetzt gern. So. Na, Schluss jetzt! Da sind wir! Beliebige Taste drücken, wo legt ihr mal. Ah! Na gut, lass man da. Hauptsache Nazi-Musik, Alter. Was ist besser wie eine Nazi-Musik? Richtig, zweimal Nazi-Musik. So, damit gleich einmal jeder, der zufällig neu herin ist, gleich mal weiß, was geschlagen hat. Jetzt läuft nur noch Nazi-Musik, oder? Beliebig Taste wo? Das war es offensichtlich nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, da sind wir nun. Birgalf der Graue. Und wir haben ja mittlerweile Stufe 8. Schauen wir, wo wir hin müssen. Ja, warte mal, wir haben ja bei diesen komischen kopflosen, in dem kopflosen Dingsbums haben wir drin stehen bleiben. Das wird super! Da sind wir nun. So. Sollten wir vielleicht einmal... Machen wir am Anfang. So, was ist? Du hast einmal hier Grafik. Machen wir nicht auf hoch, machen wir auf mittel. Schauen wir, was passiert. Schauen wir, wie es ausschaut. Ich glaube, dass wir keinen Unterschied nicht kennen werden. Haben Frames besser? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Achtung! Ja, schaut für mich einfach ganz genauso aus wie vorher. Ich weiß auch nicht, aber ich habe halt einfach 80 Frames anstatt 40. Herzlichen Glückwunsch, passt schon. Los geht's. Hoppala. So, lest mir erst einmal unsere Aufgabe durch. Die Jagd nach den fehlenden Seiten. Stimmt, wir haben ja ein Buch gefunden und für das ist eine Seiten rausgerissen worden und diese kopflosen Seiten, die haben wir von uns so ein verfaultes Rinderfilet gekriegt. Ja, stinkt sauer, ich weiß nicht mehr, warum das stinken muss, die riechen eh nichts, man ist ein Geister, was soll ich machen? Außerdem, wir sollten die überhaupt was riechen, wenn die Kopf abgeschnitten... Macht überhaupt keinen Sinn. Egal. Der Geist von Richard Jackdraw kann mir mit den fehlenden Seiten helfen. Sein Kopf wird irgendwo in der Nähe der magischen Rübe. Ist der Kopf die magische Rübe in der magischen Rübe? Magische Rübeception? Weiß ich nicht. Wird in der Nähe der magischen Rübe in einem Spiel benutzt. Okay. Ja, dann werden wir halt da mal schauen. Der Questmarker wird uns schon sagen, ist das die magische Rübe? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht, in Hogsmeade waren wir noch nicht bei Nacht.
Dann auf alle Fälle ein Haufen Kürbisse. Was kann ich mit denen gar kaputt schießen? Ja, tatsächlich kann ich. Unserem kleinen Kürbisversteckspiel? Entschuldigung, ich wollte den Kürbis nicht kaputt machen, aber alles, was ich sage, ist für das kein Gickel! Ja, Gickel kann normal, kann ein Gickel fliegen? Ja, Frage an die Bauern. Ich weiß, dass er Gickel flattern kann. Ne? Natürlich weiß ich das so ein bisschen. Kann der aber ernsthaft fliegen? Weiß man das? Ich weiß das nicht. Er ist der Flattermann. Aber ist er also, mehr so, kann der segeln, wenn er will? Stell dir vor, der fette Gockelsepp. Stell dir vor, der fette Gockeltrottel. Hashtag Gockeltrottel. Der kann doch nicht fliegen. Kann ein Gickel 100 Meter fliegen? Wenn er gut beieinander ist. Weiß ich nicht. Seid es waren, aber hoffentlich wird's gut. Der Stream, danke Birger für euch. Chill die Kniescheibe, Alter. Niemand braucht sich für meinen Bullshit, den ich da mache, bedanken. Aber hoffentlich Dankeschön. der Stream, danke Birger für UIS. Wir werden sehen. Merci dir. Zu viel jetzt, Schluss. Nein, Gockel kann keine 100 Meter fliegen. Warum? Ja, Hashtag Gockeltrottel. Kann höchstens segeln. Ja, man, natürlich kann der Flattermann kann vielleicht. Ja, jetzt der mal weiter. Stell keine dummen Fragen, Birger. Ist mir auch klar, dass der scheiß Gickel nicht fliegen kann, ja. Aber vielleicht hat er schon mal einen gesehen. Können Sie mir helfen? Ah, Sir Nicholas' junger Freund. Hat er Sie verlassen? This is me. Nicht doch. Ich muss mit Richard Jackdaw sprechen. Sir Patrick sagte, sein Kopf könnte hier irgendwo sein. Könnte sein. Es ist etwas unorthodox, Sterbliche einzubeziehen. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen... Warte mal kurz. Oh, warum nicht? Sie können mit Jackdaw reden, wenn Sie seinen Kopf unter diesen Kürbissen finden. Nicht nur einmal, sondern 5-mal. Der gute alte Dumfrey wird den Kopf jedes Mal versetzen, wenn Sie ihn finden. So sind die Regeln. Was sagen Sie? Ich hab die Regeln nicht verstanden, weil ich die ganze Zeit in den Chat einschreibe. Weil ich die ganze Zeit in den Chat einschaue, was die Leute für eine Scheiße mit dem depperten Scheiß Kickerl schreiben. Weißt, wir haben eine neue Frage zu klären, Kinder. Waren die Mathematiker unter uns? Weiß ich nicht, ich bin keiner. Ich kann nicht einmal 5 plus 5, keine Ahnung, 14, nur hey. Und zwar die Frage, haben Pinguine Knierscheiben? Schluss jetzt! Timmy Boy! Muss ich jetzt wegen dir wieder da umeinander druckseln und die scheiß Donation-Scheiße ausschalten? Timmy, merci dir! Merci. Also ist bei so haben Pinguine Knierscheiben, haben wir ja mittlerweile schon geklärt. Was mich aber interessieren hat, ist, wie fest muss ich einen Kickerl schmeißen, dass er 100 Meter kommt. Angenommen, Kickerl ist 1,5 Kilo schwer. Wie schwer ist so ein Kickerl, Alter? Weiß ich nicht. 1,5 Kilo? 2 Kilo? Weiß ich nicht. Wie fest muss ich den Kickerl schmeißen, dass er 100 Meter kommt? Mag ich wissen. Was, der Kickerl wiegt doch keine scheiß 5 Kilo, Alter. Der Katzbrocken wiegt 5 Kilo. Der ist mit Sicherheit schwerer wie scheiß Kickerl. Mit Rückenwind oder Gegenwind? Bei absoluter Windstille. Ja? Das sind die Fragen, die uns interessieren. So! Jetzt pass auf, warum tun Sie ihm das an? Was hat er gefragt? Irgendwo, ich weiß gar nicht, was da mit deren, ich hab nicht aufgepasst. Warum tun Sie ihm das an? Was sind die Regeln? Die müssen wir uns nochmal holen, das hilft uns nicht. Erklären Sie die Regeln bitte nochmal. Bitte nochmal, ich bin eine Finden Behinderte. Sie seinen Kopf 5-mal unter den Kürbissen. Aha. Benutzen Sie den Zauberstab. Aha. Genauer kann ich es Ihnen nicht erklären. Ja, ihr seid Idiotenzieger, das hättest mir gar nicht sagen brauchen. Bin dabei! Wenn das nötig ist, um mit Jackdaw zu sprechen, dann tue ich es. Fabelhaft! Ein Sterblicher mit Zauberstab hat natürlich einen Vorteil gegenüber uns Geistern. Sie können nach Herzenslust loslegen. Vergessen Sie nicht, das Spiel endet erst, wenn Sie ihn 5-mal gefunden haben. Nun los! Zaubern Sie, bis Sie ihn finden! Eine Idiotenfrage. Afrikanische oder europäische Kickerl? Ist der frisch gerupft oder ist der noch ganz normal? Ich hätte jetzt gesagt, den handelsüblichen Kickerl aus der Tiefkühltruhe, du Kasperl. Wie weit muss ich den jitten, dass er 100 Meter weit flattert? Grundlegende Frage zuerst, kann ein Tiefkühlkickerl flattern? What? Fliehfrankie. Einmal Deplulso und er fliegt. Was ist ein Deplulso? Weiß ich nicht, was das ist. Merci dir, Fliehfrankie. Küsschen aufs Nüsschen. Da ist auf alle Fälle ein Kürbis. Sieht aus, als müssten wir noch einen Kürbis verstecken. Was, Jackdaw? Gewiss doch, Dumfrey. Versteckt er Nummer an, oder was? schon Kann ich ihm da bessere dabei Momente. zuschauen, oder wie ist denn das? Ah, der fliegt da voll schnell umeinander. Was ist mit ihm? Hat er jetzt so einen versteckt, oder? Ja, wackeln die Kürbisse, oder was? Das hätte man jetzt ein Depp auch sagen können, wo der dann ist. Was ist denn das wieder für ein Käse?
Muss jetzt rundum schauen. Da schauen wir jetzt rundum, was für ein Kürbis wackelt. Kürbis wackelt! Kürbis! Mit einem Zauberstab könnte ich das auch. Und eine Zauber. Ist der einfach wieder nachgewachsen da, oder was? Ja, wir sollten ihn finden! Revelio. Vielleicht mit Revelio, hä? Da hinten ist er! Ja, das Zum ist ein Glück muss totales ich Geschenk. dieses Chaos nicht aufräumen. Oh, Ist das schon vorbei? Läuft es noch? was ist schon wieder? Mit Hallo, einem ich bin der Zauberer! könnte ich Was ist mit dir? Ich versuche jetzt mal. Schauen wir mal, ob wir ihm zuschauen können. Ah, der ist so schnell! Jetzt ist der schon wieder da, der Fettsack da. Da ist er, da ist er! Ach, der fliegt doch das Haus an. Dieser. Achtung, rundum, da ist er! Naja, gut, man kann ihm nicht zuschauen. Man kann ihm nicht zuschauen. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Ja, das ist jetzt sehr so mittelmäßig schwer. Das ist jetzt auch nicht. Tu mir den Text Jackdaw damit. ist kein Gegner für Sie. Revelio. Revelio! Kürbis wo? Da ist er! Was? Wieso? Ist der aus Beton oder was ist mit ihm? Was soll jetzt der Kass? Hallo? Wer hätte gedacht, dass ein Sterblicher so gut darin ist? Sie haben ihn fast. Wir wurden gefunden. Ich bin es ist verwirrt. noch nicht vorbei. Incendio. Was wird denn, wenn man einen Gickerl anzieht? Leider nicht das, was ich mir erhofft hätte. So, wie oft haben wir jetzt den Kopf schon gefunden? 3-mal? 4-mal? Weiß ich nicht. Jawohl! Sprich mit Richard Jackdaw! Ja, das war jetzt eher so mittelmäßig schwer. Was ist jetzt? Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Nicht übel Okay. für einen Sterblichen. Und jetzt sagen Sie Jackdaw, was Sie zu sagen haben. Sie haben es sich verdient. Das hat er mit... Gut gemacht. Aber was geht hier vor sich? Das frage ich mich ehrlich Du gesagt. gehörst nicht zur Jagd der Kopflosen. Nein. Jetzt Sir schon. Nicholas meinte, du wüsstest, wo sich einige Seiten befinden, die ich suche. Bei Merlins Bart. Ich weiß, was du meinst. Ich habe sie von Peeves stibitzt. Wie konnte ich das vergessen? Die Karte auf den Seiten führte mich in den Tod. Ich war nicht bereit für das, was mich in der Höhle erwartete. Die Seiten schimmeln wahrscheinlich mit meinen, Überresten vor sich hin. Was für ein letztes Abenteuer. Die Seiten haben dich deinen Kopf gekostet? Und ich muss in eine Höhle und deine Leiche suchen? Ja. Ah, jo. Man sollte meinen, ein enthaupteter Geist hätte sich an das Wort Leiche gewöhnt. Nun, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo du hin musst? Das geht nicht gut aus. Ja, aber gut, was ist in der Höhle? Sollen wir uns überraschen lassen oder sollen wir nachfragen? Ich glaube, wir lassen uns überraschen. Was ist da wieder? Wölfchen! Gefiederte Infos. Ja, Pinguine haben Kniescheiben, das wissen wir. Aber Hühner können von selber bis zu 14 km/h schnell laufen. Das ist auf alle Fälle 4-mal so schnell wie ich. Schnellster Laufvogel ist der Strauß. Das weiß ich auch. Wie schnell das der läuft, weiß ich nicht. Aber das Wölfchen sagt es uns. Mit 70 km/h. Der schnellste Vogel in der Luft ist der Wanderfalke mit bis zu 300 km/h im Sturzflug. Alter, dem zieht die Federn aus, wenn der 300 km/h fliegt. 300 km/h! Falke! Hashtag. Ab in den Chat. Wölfchen, danke, as always. Jonas, merci für den Zwickel. 4000 km/h Gickel. Mit 4000 km/h fliegt er wahrscheinlich weiter bei 100 Meter. Wenn er tiefgefroren ist, fliegt er noch weiter. Bin jetzt ich der Meinung. Ja, ich habe aber auch keine Ahnung. Herr Winzer, schöne Grüße aus, weggescheit. Merci dir für deinen Resub. Küsschen aufs Nüsschen. Ich weiß nicht, ob es angezeigt worden ist. Wahrscheinlich wieder nicht, weil die Mitgliederanzeigen schon wieder kaputt sind. So, wir lassen uns überraschen. So schaut's aus. Nun Ich gut. brauche die Seiten. Jetzt geht's in Ich den sollte dich dort wohl verlorenen treffen. Wald. Danke. Keine Sorge. Ich muss nur erst mit meinem Körper wiedervereint werden. Der Isha wird schon Aber das angezeigt. kann Dumfrey erledigen. Wir sehen uns am Waldrand. Ah, jetzt bist du in dem verbotenen Wald. Möchtest du wetten, dass Spinnen kämen? Möchtest du wetten? Es sind einfach immer Spinnen am Anfang. Oder Krebse, wenn er auch gerne in RPGs als erster Gegner verlangt. Bin aber da. Herr Iascha. Da feiert das Inu. Kriegst du eine Willkommenströte. Bussi aufs Nussi. Merci wieder. Schluss jetzt mit einer scheiß Spendennerverei. Timmy, sperr dich. Sag das, was ist. Hab ich die Ehre. So, ich muss den Entwaffnungszauber erlernen, bevor ich Richard Jackdaws Geist in der verbotenen Wald folgen kann. Okay. Das heißt, wir haben mal wieder so eine Art Aufgabenpaket. Können wir nicht machen. Finde die fehlenden Seiten des Buches Professors Hackett's Aufgabe 2. Ja, ich krieg Expelliarmus, Jonas, ist gut jetzt. Wenn's tiefgefroren ist, fliegt's genau in mein Over eine, das passt. Merci, Schluss jetzt mit Donations. Kruzifix.
Ja, wir müssen jetzt irgendwie erfolgreich gegnerischen Angriffen ausweichen und Incendio auf Gegner anwenden. Wo können wir das da? Sprich mit Lucian Brattle, wo können wir das da? Wo zur Hölle können wir das tun? Ich weiß ja nicht, wo da in der Open World irgendwo Viecher sind, wo man... Das sind ja Passiv-Quests, die können jetzt... Das haben wir letztes Mal schon rausgefunden. Ja. Im Wald, schreibt der Dwifin. Im Wald. Wo ist denn der scheiß Wald überhaupt? Schauen wir mal, wo der... Nein, auch nicht. Weltkarte möchte ich. Weltkarte, wo ist der verbotene Wald? Oder die Sammlerhöhle, da müssen wir hin. Das heißt, wenn wir jetzt da aufgehen, Prüfung Merlins... Gehen wir halt einfach einmal auf und schauen wir, was passiert, oder? Gehen wir halt einmal einfach rein. Das tun wir jetzt. Schauen wir mal. Was haben Sie jetzt vor? Was haben Sie jetzt vor? Oder an die Tötenblumen! Das heißt übrigens auf Trötisch, merci habe die Ehre. So, hinein in den finsteren Wald. Da ist aber schon finster. Oh, Schwammerl. Schwammerl, die nehmen mich mit. Da ist die Musik aber auch gleich ganz anders. Was steht da so? Achtung, Zentauren. Frogs. Sold hier, da verkauft jemand Frösche. Was steht da sonst noch so? Forbidden Forest. Geht's nach links. Wird schon richtig. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Ein Moorhuhn! Wenn ich das sagen, ich habe keine gute Nachricht für euch. Ich bin genau in einer Zeit aufgewachsen, wo es einmal ein ziemlich beliebtes Spiel mit euch gegeben hat. Oh mein Gott, was ist denn das? Der Stutzgratler! Was tut der? Kann man da ausweichen? Was ist denn Incendio? Incendio! Ja, den haben wir Ausweichrollen. Kann man da überhaupt Ausweichrollen? Wir werden wahrscheinlich einfach direkt sterben. Ja, Zeit ist, ich glaub's nicht. Das muss Zeit haben. Und gehen wir ihm gleich einmal Incendio, oder wird er schon nicht gleich sterben dran? Ah, sehr gut. Sehr gut! Ah, easy, Alter. Easy. Komm, noch mit Blechschlauser. Ja, noch mit Blechschlauser. Dann machen wir so. Zeit das! Ich weiß nicht! Levitieren einen Sumpfgürtel an der Zug. Was? Kann man den levitieren lassen? Levioso! Oh, das interessiert mich nicht. Das war scheiße knapp, das ist alles, was ich weiß. So, da haben wir wieder irgendwas. Dumme. Nein, Levioso funktioniert dann nicht. Was ist jetzt gerne mehr auszufinden? Nein, das Zeit oder nicht? Hätte ich vielleicht Quest verfolgen. Oh, das war knapp. Auftrag! Komm mal da. Chill. Chill, das Spiel bleibt. Das bin ich nicht gewohnt. Den Elden Ring bleibt nämlich bei nicht stehen. Ja, haben wir schon. Erfolgreich. Angriffen ausweiten. Jetzt brauchen wir noch 3-mal Incendio und dann ist der scheiß Frosch im Arsch. Easy peasy lemon Dingsbums. Was ist das? So, wo haben wir? Wo ist der Frosch? Da ist er. Incendio! Oh, kriegst du Feier, zieht dir ins Gesicht ein, nix da, und klein um. Oh shit, der Cooldown. Achtung. Ja, einmal rein, dann holst du die eh. Gestungen ins Froschvieh. Ja, easy, Alter. Ah, Cooldown! Das war knapp. War knapp. Kommst du mit der Vierer bitte? Mein Incendio geht nicht so weit. Er ist kurz, aber dafür ist dünn. Ja. Oh, da wieder nicht aufpassen. Wir haben fast tot. Ja! Stirb, du Sau! Jetzt müssen wir uns einmal, einen Heiltrank... der Heiltrank heilt aber nicht recht viel. Außerhalb des Kampfes heilt man sich. Da schau hin. Die Lebensanzeige ist übrigens ganz rechts unten, der grüne Balken. Jetzt uns Fastcode! Jetzt... Loot. Was haben wir gekriegt? Sumpfgrattler. Sumpfgrattler Bläschel. Nice, den nehme ich, Alter. Den nehme ich. Ja, easy. Jetzt haben wir jetzt auf einen Schlag die Aufgabe erfüllt, oder was? Was möchtest du jetzt mehr mit dem... Verteidigung gegen die dunklen Künste, Unterricht am Tag besuchen. Ja, hallo? Das ist ja klar. Dann halten wir uns zurück. Haben wir es schon. Easy peasy. Wo müssen wir da hier dazu? Ist es das? Der Professor Höckels Aufgabe? Ja, das schaut doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Da halten wir uns da an das kleine Ding hier. Ist das gut, das kleine Ding? Weiß ich nicht. Habe ich mir letztes Mal schon beschwert. Ah, die Karten, die ist ganz nett gemacht, schaut optisch ganz nett aus, aber ist ein bisschen ist nicht sehr zweckdienlich, weil man sich nicht auskennt. Bin ich rum, bin ich Ihr und bin ich. Handbuch ist ja wirklich praktisch.
Ich freue mich, darin vorzukommen. Kannst jetzt du mal dein Goschen halten, du komische Stortussi. Jetzt mal, wenn ich da vorbeikommen, labert's dir irgendeinen sinnlosen Scheißdreck, das interessiert mich nicht. Du kannst die Zeit beschleunigen, indem du die Karte öffnest und F drückst. Press F for Map! Ausgezeichnete Abwehr. Professor, sagen Sie, haben Sie Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Hauptmann, merci für den Zwickel, Jonas, merci für den Fünfer. Bussi. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher Wollt ihr schon denn wissen? vermutet haben, steckt Ihr das wollt müssen Schloss bis voller Tag ist. Ich bin der Depp. Überraschungen. Raus Ich dabei. wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste nicht, dass Sie und Professor Black hier zur selben Zeit Schüler waren. Wann lernen wir Der denn die Schein kann niemand drei trügen. unverzeihlichen Wissen Flüche, Sie, fragt der ich Hauptmann. wurde einmal von ich der hab's auch noch Zeit nicht gespielt, ich weiß selbst es nicht. verwundet. Ich weiß es nicht. Wie faszinierend. Von Ich hab der wieder nicht Zeit? aufgepasst, weil ich wieder irgendwas lesen hab müssen. So etwas hätte Kruzifix! ich mir nie träumen Ruhe lassen. jetzt! Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Merci dir. unsägliche Schluss im jetzt mit der Ministerium war. Donaterei, sonst Eine krieg ich einen unsägliche? zweiten Schwanz am Hirn. Was hat... Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das konnten Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Wunderschön, Üben Sie ja, weiter können wir Ihre jetzt... Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl Ich bin innerhalb ein großer als auch Handarbeiter. außerhalb des Schlosses. I'm something like a Handarbeiter myself. So, kann ich jetzt da warten? Karte drucken, F. Wo ist F? Warten. Warte hier, um die Zeit vom Tag bis zur Nacht oder von der Nacht bis zum Tag schneller vergehen zu lassen. Ja, easy peasy. East Peas Lemon Cheese. Cheese. haben wir uns erst da am Boden gelegt und einen Runden geschlafen. Und die Johannes wird jetzt die ganze Zeit daneben gestanden und hat uns wahrscheinlich so zugeschaut. So, ja, oder? Was ist denn du da? Ja, ich schlafe wegen, bis der Unterricht losgeht. Sie sind aber ein bisschen überengagiert, hä? Ja, sicherlich. So, können wir da jetzt, warte mal. Da muss ich her. Hat's geheißen. Und jetzt? Ah, schau hier. Na, wir haben so überengagiert, wir schlafen schon im Klassenzimmer. Au, jetzt gibt's wieder eine Botscherei. Das war's! Ja, jetzt zum Professor, aber... Ich hoffe, Sie haben alles geschafft. Was Professor, ich Sicher? habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Ja, jetzt mit dem Dann sind Expelli Sie Bums bereit Bums. für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Das ist ein Harry, sei... Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Sein Signature-Cast, wenn man so will. Der Herr Expelliarmus. So, los geht's! Ja, jetzt wird das Ding schon schneller, hä? Die Verfolgung wird schon schneller, wird schon schwieriger. Mhm. Gute Arbeit. Expelliarmus! Die Puppe ist Sehr hier, schön. falls Sie noch üben möchten. Ja, sicher mag ich da üben. Was nehmen wir da? Herzing ist eigentlich gar nicht so geil. Sag ich dir, was ist? Herzing braucht kein Mensch und Luftwerfer brauchen wir schon. Da drücken wir T. Oh, erinnert ich mich noch dran. Wo ist jetzt da der Expel-Dingsbo? Das schaut nach Expelliarmus aus. Na ja, das ist ja gut. Was macht denn der genau? Schauen wir da einmal. Reißt den, also ich weiß, ich glaube, in Büchern reißt er da halt die Waffen aus der Hand. Reißt den meisten Gegnern Zauberstäbe und Waffen aus der Hand. Nimmt denn der Harry nicht sogar mal gegen einen Voldemort her? Und es funktioniert? Wieso also dann nur manchen Gegnern? Und nicht fucking nochmal allen?
Verursacht außerdem bei allen Gegnern Schaden, auch wenn sie keine Waffe tragen. Ja, easy, oder? Wenn da mal dabei steht, wie viel Schaden diese Geschichten machen, dann da ich sag da nichts. Ja, gut, ist ja wurscht. Expelliarmus! Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Oh, aber relativ Sie lang warten. Cooldown. Expelliarmus. Incendium. Vielleicht mal das Leben. Ja, easy, oder? Die brauchen wir jetzt nicht umeinander druckseln da, das ist doch mir wurscht. So, dann müssen wir in den verbotenen Wald, in die Höhle hinein. Ich gehe mir schwerstens davon aus, jetzt warte mal, probieren wir mal Folgendes. Aufträge. Jawohl. Dann gehen wir da her. Dann habe ich gerade was entdeckt. Schein. Kann man sich da hinporten? Nein, das kann man nicht. Nicht länger verfolgen. Auftragsprotokoll öffnen. Und dann kann man sich hinporten. Easy, Alter. Du, wenn du dann auf den Auftrag, wenn du F drückst, dann zeigst du das auf der Karte automatisch schon. Gut, hilft mir jetzt auch nicht recht viel im Schloss dann, weil trotzdem weiß ich nicht, soll ich mir auf den Punkt oder den Punkt. Aber gut. Ja, wenn es jetzt du gehst mir echt auf den Sack. Ganz ehrlich. Expelliarmus! Habe ich gerade gelernt, hilft offensichtlich gar nicht gegen die Storwelle. So, Umi, ab in die Höhle. Bin gespannt, was da drin liegt. Die garantierst du ein Riesenspinn. 100%iger Riesenspinn. Han im Verbotenen, das ist wieder die nächste Frage. Rebhuhn! Levioso. Ja, die können wieder auch wieder nicht fliegen. Langweilig. Ist Frage Nummer 1. Respawnen Viecher, wenn man da wieder herkommt. Oh, Katzel, kann ich das streichen? Ich mag das streichen. Streichen? Nein, nicht davon laufen, ich tue da nichts. Oh, ich will streichen. Da, eine übrige Eichhörnchen, kannst du fliegen? Ah, kannst du nicht fliegen. Das ist ja langweilig! Vielleicht magst du auch Katzel auch mal fliegen. Da muss auch wieder eine Katzel, ich sag's genau. Da, ist schon visiert. Naja. Okay, volle Gas, Lebergas. Du, mir Rebellion. Vielleicht ist da irgendwas, was wir looten können. Jetzt, zielgerichtet zur Quest. Hey, was ist das? Über das Gleiche. Verdammte Scheiße, das heißt aber nur, dass die Spielwelt einfach schön gemacht ist. Was ist das? Oder irgendjemand beim Korn vergessen? Warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Was ist da? Genug Tierwesen für alle. Was ist mit Tierwesen? Oh mein Gott. Bist du das, Royland? Was ist mit denen? Du, Entwaffe. Was ist das? Niemand entkommt. Expelliarmus. Expelliarmus Headshot. Du bist die Plage. Ach du Scheiße. Einen Kratzer habe, das bleibt. Ach du Scheiße. Dein Können ist ganz schön unbeständig, was, Schätzchen? Reduktion. Die Krallen ausgefahren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hab die falschen Zauber drin. Das ist alles, was ich weiß. Expelliarmus. Levioso. Kannst gar nichts. Was ist mit dir? Oh, bist du im Zaungel hängen geblieben? Oh, leck, Alter, das ist einfach ein Wolf! Expelliarmus. Was? Incendium. Oh, das ist gar kein Wolf, das ist der Typ! Levioso. Ich schäme mich für dich. Expelliarmus. Ich kann doch nicht da jetzt mein... Also das nervt anders, das sehe ich halt jetzt schon. Und am Kampf jetzt mal Zauber wechseln muss. Was ist denn das für eine Behinderung? Ja gut, das muss ja nicht alles super perfekt sein. Ich glaube dieses Schild, ja, das lilane Schälkel kriege ich nur mit lilane Angriffszauber, aber habe ich verstanden. Incendium. Reduktion. Wollen wir ein bisschen Fang spielen? Alter, was ist denn Protego. Incendium. Expelliarmus. Levioso. Leute! Hey, heute wäre ganz schön wer. Vielleicht haben die Gegner aber auch ein bisschen über mir. Ich weiß auch nicht. Sollen wir beenden, was wir begonnen haben? Protego. Ihr kennt's einmal alles, habt überhaupt gar nichts. Der andere hat ein bisschen was kennen. Muss ich ihm lassen? Was haben wir jetzt da? Haben das diese Banditenlager, was letztes Mal schon mal geheißen hat, oder? Was haben wir da? Okay, was gibt's da so? F. Bitte, wie cool ist das denn? Sogar bei den Banditenlager haben sie sich was ausdenkt. Was gibt's da schönes? Ein bisschen ein Gold, nicht ein Teufel. Aber die lassen natürlich ein Loot fallen, ich hab's schon gesehen. Was haben wir da? Hüpfender irgendwas. Entweder füttert man das Tierwesen oder es futtert dich. Haben da überall Base, oder was? Revelin. Vielleicht übersehe ich irgendwas, keine Ahnung. Oh, die haben ja noch Zeit, haben sie auch noch.
Haben wir da? Sammlung aktualisiert. Ertauben 2. Was auch immer das ist. Saftige 3 Gold. Das ist Wahnsinn. Oh, Katzel, du musst schnell weg. Da haben lauter böse Leute. Schnell lauf. Hinfahrt! Schellen! So, Flea Frankie, merci dir. Bussi, Undrummable, merci. Schau mal deine Talente an. Kannst Sets erweitern. Servus, Meister, ich bin jetzt einer, was habe ich versandt? Nicht recht viel, ein bisschen umeinander zaubern haben wir in der weggeschickt. Leute, danke schön für die Donations. Ich bin ein bisschen im Spiel versunken, es tut mir so leid. Warte, meine Talente. Hat's nicht geheißen, Talente kriegen wir erst ab Level 10? Ausrüstung da, Talente, ich habe noch keine Talente schon. Da müssen wir, glaube ich, Stufe 10 erreichen und die haben wir noch nicht. Eulenpost. Haben wir nicht Eulenpost lesen? Alter, wie viel Eulenpost? Ich bin zu alt zum Lesen, Ausrüstung. Haben wir irgendwas Tolles gekriegt? Nein. Das passt schon. Das kostet bloß wieder Zeit. Braucht kein Mensch. Revelio. Haben wir ein bisschen eine Revelion. Oder das geht relativ weit draußen, habe ich das Gefühl. Was haben wir da noch? Da ist jetzt wieder einer da hinten. Da können wir gleich lang miteinander. Du kannst schon kennen. Da. Ja, das ist ein Headshot. Bist du der Vierer, kommst du dabei geht runter. Das ist ein Wahnsinn mit dir. Was möchtest denn du? Total kalt. Da weißt du, was ich zu dir sage. Alter! Was? Expelliarmus. Alter. Scheiß auf die unverzeihbaren Zauber. Was ist da mit dem? Dunk. Alter, die Ultis sind schon ganz witzig. Vor allem, wir sind auch jetzt mehr andere. Letztes Mal hat ihn der Blitz getroffen, dann hat es einfach zerrissen. Straßenköterfeld. Da haben wir letztes Mal gelernt, da kann man irgendwas draus brauen. Eule! Der hat mir nichts. Ein Hecht! Entschuldigung, ich will jetzt bloß probieren aus wissenschaftlicher Sicht. Revelio. Oh Gott, ich kann schon wieder nur 8 Stunden in dem scheiß Wald umeinander laufen, zum schauen, was da es gibt. Da oben ist auch irgendwas. Da, oh, was ist das? Da ist was. Da werde ich sofort nachschauen, was das ist. Was ist das? Man kann sogar da aufwolten. Oh. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Merlins Aufgabe. Da muss man das Kraut drauf werfen, ja, und dann aktiviert sich irgendwas. Da haben wir was. Was ist das? Was wird jetzt das sein? Okay, die muss man offensichtlich kaputt machen. Da haben ja ganz viele Dinge, aber in einer Reihenfolge. Probieren wir es einfach mal. Oh. Dann wird es da grün. Kann man dann irgendwas Tolles machen damit? Nö. Muss ich die überhaupt wieder. Ich visiere halt immer von manuell an. Muss ich das überhaupt machen? Die sprudeln blau und grün. Ist das unterschiedlich oder ist es immer gleich? Ja, das war jetzt so mittelmäßig schwierig. Aber wir haben ja noch ganz am Anfang. Ist ja in Ordnung. Revelio, gibt's da was zum Looten? Ich will. Oh, da ist ein Staun. Was kann ich mit den Staun da? Was ist das? Florfliegen. Aha! Tut man mit denen so in seiner Freizeit? Weiß ich nicht. Das ist eine Florfliege. It Flors fliegen. Was? Und der Holzsteckern kann man da noch. Kann man bloß kaputt machen. Und einfach, weil wir es kennen, drückt man da noch mit drauf. Nice! Da habe ich Geldsackel entdeckt. Easy. Kruzifix werd ich viel Zeit in dem Spiel verbringen, wenn die Streams vorbei sind. Verdammt. Wolf. Wenn wir immer gegen Wolf kommen, können wir das machen? Müssen wir das machen? Weiß ich nicht. Levioso. Da müsst ihr schon früher aufstehen, für das habe ich zu lange Computerspiele gespielt in meinem Leben. Ich müsste einfach lieber mein Maul halten. Weil danach werden die Gegner wahrscheinlich richtig asozial, wenn sie nämlich zu 10 oder so kommen. Und dann weißt du, was ich noch nicht so erkannt habe bei dem bisschen Spielen jetzt natürlich, auch wo wir da sind. Was ist das da? Das schaut nach einem besonderen Stor aus, was kann der? Wie den kaputt machen darf, ich weiß nicht. Was ist da schon wieder für eine Umfrage im Chat? Ich habe überhaupt nichts da! Das Streamlabs ist wieder gut. Was? Was ist mit dir? Was für eine Umfrage, du Mongo? Ich hab keine Umfrage gemacht. Ja, votes einmal, keine Ahnung. Ausrufezeichen Vote 1 für Schleidern. Ausrufezeichen Vote 2 für Schleidern? Keine Ahnung. Flea Frankie.
Merci dir. Kleine Hilfe, wenn ich darf. Schild des Gegners sagt er, welche Farbe du... Jetzt lesen sollen. Free Frankie, Pussy aufs Nussi, merci dir. Ich hab's mir schon gedacht. Der andere hat vorher ein rotes Schädel gehabt und dann habe ich mir schon gedacht, wenn ich da einen roten Zauber, einen Angriffszauber höchstwahrscheinlich drauf setze, dann tut's das Schädel weg. Hab schon verstanden. Ich glaube, es ist dann schlau. Wie viele Farben? Das schauen wir doch einmal. Schauen wir. Wir haben also das da, die hellblauen Dinge, das da ich jetzt nicht mehr so als Utility-Zauber bezeichnen, wie zum Beispiel Lichtmacher, unsichtbar machen, das sind keine Angriffszauber. Und wir haben Gelb, Lila und Rot und die sind die unverzeihlichen, die haben später vielleicht irgendwann einmal grün. Und was das da ist, Ivanesco lässt Gegenstände verschwinden und bringt Mondsteine zurück im Raum der Wünsche, Änderungszauber und Beschwörungszauber. Das sind die, ja, 6 schon, wo man Sachen herzaubern kann und so. Das sind keine Angriffszauber. Es gibt offensichtlich 3 verschiedene Angriffszauber, Kategorien, Rot, Lila, Gelb, und mit denen kannst du die Schädel aber tun. Also müssen wir schauen, dass wir immer, Verzeihung, einen roten, einen gelben und einen lila Zauber in unseren Leisten oben drin haben und dann passt es. Denke ich. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der Incendio. Der ist zwar ziemlich stark, er hat aber keine Range und das nervt mich. Ja, für was kann ich da zaubern, wenn ich keine Range habe? Das ist ja nichts. So, gehen wir mal vielleicht der Quest einmal 2 Minuten nach. Ich weiß auch nicht. Was haben wir denn da wieder gefunden? Revelio. Gehen wir mal in der Quest nach. Was haben wir denn da wieder gefunden? Ja, was soll ich machen, wenn da eine Höhle ist? I'm a simple man. Als die Höhle eingegangen seid. Oh, die ist aber finster. Was haben wir da? Ein paar Schwammerl. Ein paar Kristalle einsammeln. Jawohl. Was haben wir da? Kann man da was looten? Revelio. Revelio? Gibt's da noch irgendwas? Nö. Oh, das ist aber gescheit finster. Das sollte ich untersuchen. Das darf ich aber auch empfehlen. Oh Gott! Oh, ich bin schon wieder... Jetzt haben wir wie lange in... Dreiviertel, nein, ich halt auf den Maul, bist du behindert, wir haben noch nichts gemacht. Ah, das ist aber finster. Ah! Jetzt bin ich ja stroh. Das hätte man vielleicht nicht sollen. Ich habe mich verdruckt, ich habe auf Tab gedrückt. Ich bin so gewohnt, dass Menüs aufgehen, wenn ich auf Tab drücke. Legt's mir am Arsch. Legt's mir am Arsch! Incendio, ja, mach so. Incendio. Lumos. Nicht Incendio, die haben wir weg, dann machen wir Lumus. Spannst du es? Der war immer spannend. Dungeons durch was ist denn das, Alter? Es ist ein schwarzes Loch. Was tut da so? Revelio. Mir gleich mal Revelio. Lumus. Na, wieso geht das Lumus aus, du Zipfel, Adam? Da kann ich da reinspringen. Ich weiß aber nicht, was dann passiert. Ich springe nicht mehr freiwillig in das schwarze Loch rein. Oder haben das vielleicht Support? Sollen wir es probieren? Ah! Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Tauchen. Okay. Okay. Umhang der Treue und Güte. Der ist sogar besser wie unserer. Den ziehen wir an. Ja, sicher. Was gibt uns denn? Na, das ist er nicht. What? Plus 10 Offensiv. Alter, jetzt haben wir total OP, Alter. Jetzt auch, der ist sogar noch ein wenig edel, ist er sogar. Na, schau hin. Aber er gefällt mir nicht so gut. Der mal zurück aus. Und dann nehmen wir mit F Erscheinungsbild ändern. Da geben wir uns wieder den guten alten Hogwarts-Ding. Den mag ich nämlich haben. Nicht Hogwarts, den Gryffindor-Mantel. Und eine Tasten hätte ich noch gern, wo ich auf einen Schlag aus dem Menü rauskomme. Da liegt noch Geld am Land. 17, wunderbar. Macht noch Revelio, nicht, dass wir mir da irgendwas übersehen. Bitte schön, Dankeschön. So, eine Dauer. Los geht's. Umbleiben. Und weg damit. Jawohl. Bruder, hat sie sich schon rentiert? Diesen mag ich. Wenn du abseits der Wege Sachen erkundst und dann tatsächlich Sachen kriegst, die du brauchen kannst. Hey, liebe Spieleentwickler, die anderen meine ich vor allem Ding. Es ist nicht so schwierig, eine Welt aufregend zu gestalten und interessant zu gestalten. Ungefähr so macht man's. Habe jetzt zwar noch nicht viel gesehen, aber bis jetzt bin ich noch nicht recht weit zur Hauptquest gekommen. Oh, was ist da? Gubbel. Ist das der Gubbel? Nein, die Gubbels lassen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir zur Hauptquest. Jetzt birge heute mal den Da ist was. Schon wieder illustrierter Smaragdgrüner Seidenumhang. Nix jetzt da. Muss ich eigentlich verkaufen? Ich glaube schon, gell? Weiß ich nicht mehr. Was haben wir da ist einer was. Revelio. Ja, wenn ich looten muss, Leute. Da, schaut euch das an. Liegt's Geld auf der Straße und keiner nimmt's mit. 123 Gold. Das meine ich, müssen wir da noch mehr einkaufen. Da liegt auch noch was. Ich hab's genau gesehen. Was ist das wieder? Blutegelsaft. Disgusting. Da unter der Brücke ist 100%ig auch was drin. Revelio. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben, dass da nichts ist. Na gut, dann halt nicht. So, ab
Ja, jetzt machen wir Hauptquest, okay? Mach die scheiß Hauptquest endlich! Nochmal, Undrummable, Jixlixen, Herr Maurer, Hier bin ich. Herr Weninger, Dankeschön. versprochen. Küsschen aufs Nüsschen. Lay back and enjoy the game. Wir haben da ein richtig gutes Spiel vor uns bis jetzt. Kommt auch nicht alle Tage. So, Schnauze, Dialog. Mr. Jack da. So Klär sieht mich man auf. sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Auf der Suche nach Abenteuern im verbotenen Wald. Wie es sich für Gryffindors gehört. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Wenn du offen Halte hast, mir Ausschau jetzt in nach die einer Höhle da Vogeltränke. einführst, wo ich gerade Wenn war. du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in ist der das Schule Suaheli nie oder gut sowas, ne? aufgepasst. Wollen wir? Wenn du mir jetzt in die Höhle einführst, wo ich gerade selber drin war, Gibt es dann neben der hau dir deinen Vogeltränke Geist noch aus. etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Geht schon weiter. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Da oben Das war sehr hilfreich. vielleicht was. Danke. Jetzt wird's aber finster. Es ist Ja, was sag ich erstaunlich, nicht? wie viel mir möglicherweise da einfällt. Spinnenviecher. Du weißt genau, was jetzt kommt. Mensch, Spinnen nicht Licht. Lumos. Moment, Lumus. Lumus Bimbus. Ja, mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Ja, super, Bleib herzlichen einfach auf Glückwunsch. dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ah, Spinnen. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Das war Französisch, du. So mit Diving, oh Gott, wo müssen wir hin? Was ich auch unfassbar geil finde, ist, dass es nicht einfach nur irgendein 0815 generierter Scheißwald ist, wie in alle anderen Spiele, sondern da wirklich Areale handgebaut sind. Richtig geil. Kannst du sagen, was du willst? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Das hab ich schon gemacht, der Schmerz will. Ja, wir wissen alle, was einfach. Ja, das der wir gleich weg. Das kannst du vergessen, dass er mir. Was ist da damit, Mann? Oh mein Gott, holt die mal aus! Die spawnt kleine! Ach, hier. Oh, da kommen zwei! Oh, leck! Levioso. Lumos. Expelliarmus. Oder die Muse! Accio. Lu. Expelliarmus. Lili. Au! Oh mein Gott, habe ich nicht damit gerechnet. Also aushalten der wir nicht viel. Muss man sagen. Aushalten der wir wirklich nicht viel. Da muss der Depth-Counter +1. Da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass die zweimal treffen und du bist hier. Okay. Okay. Nice to know. Bin ich schon wieder starten mit den Gegnern, sind relativ einfach. Sie hauen auf alle Fälle zweimal schnell zu. Da meine ich, muss mir mal eine Ulti ins Gesicht einpfeffern. Und was mir auch ein Scheißdreck hilft in meinem Leben drin, wenn die so nah kommen, dann machen wir jetzt mal diesen hier, tust du mal ein Incendio wieder her. Dann gibt's nicht mehr sauer, Spinnen haben gerne mal anfällig für, weißt du das schon. So, was haben wir da? Accio. Gehst gleich mal her. Incendio. Dann machen wir gleich mit ihm da. Expelliarmus. Hat's dich schon? Accio. Incendio. Mistzig, du Futzengrubs. Levioso. Expelliarmus. Oh, die kommt wieder irgendwo raus, ich weiß genau, was es ist. Accio. Jetzt kann ich schießen, Alter, weil die so nicht glauben, oder was? Accio. Oh, oh. Expelliarmus. Incendio. Oh, das war's. Levioso. Accio. Expelliarmus. Alter, die holt zwei ganz schön frei aus. Incendio. Levioso. Bildvierer. Geht das so? Accio. Expelliarmus. Ah, der Expelliarmus gefällt dir gar nicht. Incendio. Der gefällt dir auch gar nicht. Protego. Levioso. Was ist mit dir? Accio. Tust du auch mit irgendwo? Oh, da lieber nichts gewickt. Expelliarmus.
Incendio. Du kriegst ein Blitz ins Gesicht, du! Was in Gottes Namen das war das? Ich hab mir einfach einen Blitz ins Gesicht eingeschossen, keine Ahnung, wird schon passen, für was sind Dulcis da zum Hernehmen? Da ist ja noch eine drin, oder? Ja, du bist nicht, du Fuchsgrund! Accio. Schau es her! Incendio. Incendio! Mistbrit, Mistbab! Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Ich muss einfach weitermachen. Revelio. Ja, Revelio, gibt's da irgendwas zum... Alter, wie viel hatten die? Gibt's irgendwas, was ich bei der Spin vielleicht übersehen hab? Die hat schon wirklich verfickt viel ausgehalten. Oder gehört das so? Keine Ahnung. So, ja, der gute alte Rollenspieler in mir weiß natürlich, was zum da ist. Incendio. Easy. Ist aber klar. Ah, wie viele Mistviecher kommen jetzt da noch? 15. Hoppala. Das Mistviech ist ja auch so riesengroß, du kannst das nicht... Leviosen. Sagt man das so? Keine Ahnung. Hey, Entschuldigung, lasst sich der Gegner Leviosen? Ja, ich glaub schon. Schau mal da rauf. Wieso können wir da nicht rauf? Okay. Was ist da wieder? Expelliarmus. Accio. Was gleich mal hergeht da? Oh, oh. Na, dann gehen wir da nicht. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Noch ein Leben nicht verkürzt. Ich seh nicht, ob mich die Schuss treffen. Ich seh nicht, ob mich die Schuss treffen. So, nochmal. Okay, na! Okay, dann müssen wir speichern. Dann müssen wir speichern. Achso, die ist da. Ja, okay. Bin ich schon Start? Bin ich schon Start? Ich muss einfach weitermachen. Da müssen wir ein bisschen besser, da müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Also, Incendio. ich muss, was mir da auffällt, ist, das Trefferfeedback ist relativ schlecht. Du merkst nicht, ob die was trifft oder nicht. Ich schau doch nicht die ganze Zeit da rechts unten an den Arsch dabei, da bin ich nur Lehmer. Bis dahin kriege ich 15 Zauber ins Gesicht. Was ist da los? Ah, wird Der schon. Wasserfall. Was? Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Was ist da los? Da gibt's was zum Looten, ich hab's genau gesehen. Birger, du Lowbob, schreibt einer. LOL. Jetzt Backseat Gaming schon wieder los, oder was? Ihr kleiner möchte gern Pro-Gamer. Tu ich alle weg. Tu ich alle weg, alle bis da sitzt. Das ist ja ich kann, sonst darf mir da irgendjemand beherren, das ist wieder total lächerlich. Revelio. Revelio! Aber jetzt da in der finsteren Stau und tu ein wenig Schwammerl zu! Was da denn sonst? Schwammerl zu, Spillen töten. Oh, da schaut's auch gefährlich aus. Was ist das? Knuddelmuff. Was ist denn ein Knuddel... Ach, das sind die komischen... Was ist ein Knuddelmuff? Was? Hä? Accio. Ja, Akio. Was ist mit Akio? Boah, leck, was ist denn das? Flauschig! Oh mein Gott, was ist das? Was bist du? Du bist ein Knuffelmuff! Knuffelmuff, ich mag die haben! Was? Du hättest nicht davor rein! Wo ist denn hin? Knuffelmuff! Oh! Oh Gott, schau so! Ich mag streichen! Streichen! Ich kann... Der Knuffelmuff. So, was ist jetzt da? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Zentauren haben die Base. Also normal haben sie nicht Base, nur wenn jemand kommt und Scheiß macht. Ich mach keinen Scheiß, hallo? Ich bin der Gute. Ich bin einer von den Guten. Weißt's? Oh, was mir gerade noch einfällt? Da haben wir doch so komische Dinger da, ja? Mal auf Gegner schmeißen. Bin mir sicher, oh, da ist aber schön. Was tut das so? Ha! Das war Heli, okay, bin ich schon wieder chill. Chill die Kniescheibe, mein Freund. Oh, da ist was zum Looten, ich hab's genau gesehen. Was ist das? Ich kann nicht aber jeden Scheiß da aufgaben! Birger, geh jetzt einmal 5 Meter weiter und mach mal einen Meter, einen halben wenigstens. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Na! Hirschen, Helchen. Hirschenhelch. Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Da ist was los, da schon hin. Revelio. Gibt's da zum Dorn? Oh, da ist was. Was ist das? Flüstere das Passwort. Scheiße, was Passwort? Zitronensorbet? Oder irgend sowas? Intramuros. Oh, Entschuldigung, war griechisch, französisch, irgendwas. Was ist das? Undrummable! Neben der Lebensleiste von deinem Gegner steht sein Level. Und Level bitte ein bisschen hoch. Hab's auch nicht geglaubt, aber das macht so viel einfacher mit mehr Sets. Du meinst wahrscheinlich, wenn man Stufe 10 ist.
Hier draußen wird euch niemand Jetzt meine, gibt's eh wieder Schlägerei, so wie ich das sehe. wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du So, konzentriert vielleicht nochmal nicht. Ja, komm mal los, wir wollen vielleicht auf jeden Fall 1 Sekunden, weil ich irgendwas tun kann. Akio! Akio! Legion! Ich werde mich schon retten. Sicher, dass du kein Vogel bist? Akio! Incendio! Expelliarmus! Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Hat's euch schon? Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Ist schon wieder gar. Die machen ganz schön Schaden. Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst, was die für Level haben. Ich weiß irgendwie die ganze Zeit nicht auf, was die für Level haben. Aber gut, da müsst ihr. Da müsst ihr, hat's geheißen. Jackdaws Grab. Level 9? Ja, da haben sie auf meinem. Spielst du auf normal oder schwer? Ich spiele auf normal. Deswegen wundert mich auch, dass wir gleich noch 2 Mal getroffen werden, bis du eigentlich fort. Das ist schon sehr, sehr saftig. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Aber auch kein Problem damit. Mir wurscht. Du, vielleicht schwimmen wir aber auch auf schwer, kann auch sein, keine Ahnung. Ob schon öfter sagen, meinen, dann war es nicht so. Was ist da wieder? Da haben wieder Spinnenmistviecher. Ich Wenn seh's ich auf ganz das genau. Symbol schieße, leuchtet es. Aber nicht lange. Wenn ich auf das Symbol. Ah ja. Habt schon verstanden, da müssen alle 3 gleichzeitig blinken, ist ja klar. Und jetzt kommt die super tolle Unterwasserspinne, die wahrscheinlich fliegen kann und was du Nein. Dorthin muss das alles führen. Nothing LP, das ist ein guter Tipp. Man kann die Heiltränke leveln, dann muss ich nicht so viel saufen. Das habe ich mir nicht gesagt. Ich weiß, ich krieg wegen 2 Casts oder Schläge, Jemand wollte hier verliere ich unten halb mein keinen Leben, Zufallsbesuch aber ein haben. Heiltrank heilt nicht einmal ein Viertel. Oder ein Viertel. Rebellion. Rebellion, was ist da so? Also gut ausschauen tut's fast schon, gell. Krumminal, Feier, Himmel, Hackozack, legt mir am Arsch. Naja, schauen wir mal. Oh, jetzt sagt schon wieder Spinnennetz. Ja, klang eh schon wieder. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen kann? Ja, das haben wir doch schon einmal gehabt, das musst du wissen. Geht Bubi. Da kommt jetzt gleich wieder aus dem Drecksloch, da hinten kommt jetzt gleich wieder das ultimative Riesenvieh aus. Ich weiß genau, was da. Ja. Akio. Incendio. Expelliarmus. Und jetzt sind schon zu 4. Akio. Levioso. Ja, sehr schön. Akio. Incendio. Expelliarmus. Easy Combo, Bitch. Besiege Spinnen. 8 von 10. Haben wir Quest. Ich bin ja gespannt, was für Talente das gibt, wenn man mal Level 10... Oh, da ist eine Spinne, ich hab die genau gesehen. Was ist das? Ich mag da nicht... Du, was ist da? Stirb! Geh weg! Ah nein, das wird ekelhaft. Ah! Gott, die Hassspinnen! Ich hasse euch! Fass ich nicht an. Akio. Incendio. Expelliarmus. Immer schön brav fokussen. Akio. Oh, oh. Protego. Expelliarmus. Nein, nicht! Levioso. Akio. Nicht! Incendio. Spring! Was wir auch mal erkennen. Sehr schön, das glaube ich mal ganz gut. Akio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Ja, es tut mir leid, ich sag mal keinen, der mir her werden darf. Halt lieber den Maulbürger. Ja, jetzt haben wir schon, wird schon. Gut Spiel. Zauberhaft. Zauberhaft. Alles muss gelootet werden. Gibt's hier noch was zu looten? Da hinten gibt's was zu looten, ich hab's genau gesehen. Was auch immer das ist. Eine kleine Kiste. Oh, da hat jemand eine Tasche vergessen. Was haben wir da? Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Hä? Was? Das ist ein Tierwesen, du Vollidiot. Hä?
Waren meine Ausrüstungsplätze? Ja, tatsächlich. 20 von 2. Ja, dann wirf wieder mal irgendeinen Scheiß weg, keine Ahnung. Druck da, zerstören. Dann die ersten 2, der man halt weggert. Klangt das? Hat da jetzt Ding sein. Malvenfarbenes Barret. Jetzt fängt es an, dass wir min-maxen müssen. Sag ich dir, was ist. Wir brauchen ein besseres Equip. Besseres Equip, besser der -7 plus 9 Verteidigung. Die hätten wir mal vorher aufsetzen sollen. Schauen wir zwar aus, was ist denn das wieder für ein gestungener Hoden an deinem Bälle? Und was ist denn da wieder? Was ist denn da wieder? Müssen wir wegzaubern. Den müssen wir wegzaubern, das hilft uns alles nichts. Oder wir setzen uns, ja, das schaut doch gut aus. Charlie Chaplin, den lassen wir um. Das ist der Gute. Das ist der Gute. Verkaufen ist besser. Ja, ich mag mich jetzt aber da nicht wieder irgendwo hinhalten. Machen wir nach dieser Mission. Gehen wir mal in die Stadt, verkaufen wir mal Zeug, schauen wir mal, was wir uns kaufen könnten. Ist offensichtlich auch nötig. Ist aber auch gut so. Dann hat deine Ausrüstung einen Wert, das du hast. Dann kümmert's dich. Also wenn ich einfach durchlaufe und mau ist so ein Haufen, ist ja langweilig. Schuluniform mit Pullover für den Herbst. Ja, easy, Alter. Jetzt hagelt es aber an Stuff. Ja, da haben wir sowieso noch gar nichts so. Das kann ja gar nichts. Da! Plus 21 Verteidigung! Brüder, jetzt geht's ganz anders. Was haben wir da? Wollen wir gleich anlassen. Nice one. Easy. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie krass, dass man es gespürt auch im Spiel, dass man auch wirklich mehr aushält. Ob ich jetzt nach 2 Schlägen tot bin oder nach 4. Revelio. Oder nach 3 wenigstens oder irgend sowas. Man kriegt schon viel Schaden. Muss man sagen, man kriegt schon viel Schaden. Gefühlt jetzt nicht. Wir haben aber auch nur Scheißdreck-Equipo. Der Baumdrossel schreibt, man kennt's schon. Ja, wir werden sehen. Das ist mit Sicherheit nicht das letzte Spinnenmistviech gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob wir da hin müssen, aber wir werden es sehen. Diese Plattform sollte direkt zu mir schweben können. Wir haben ausprobieren. Oh, da hinten haben wir schon wieder Kisten gesehen. Ah! Mich da schlecht Drecks muss. Fick dich. Ja, die wollte ich auch. Ja, die wollte ich auch. Ja, schon verstanden. Oh, gehst gleich mehr her. Gehst gleich mehr hochziehen, bis gleich mehr hin. Hau ich dir hin. Jetzt machen wir gefühlt aber auch mehr Schaden, hä? Ah, das ist eben 4. Was kriegen wir denn da jetzt? Schon wieder voll! Dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn jetzt da ein Haufen Zeug ist, dass man ja, wirf den Scheiß, keine Ahnung, mach kaputt. Das sind 30 Gold, was so ein Ding wert ist. Ah! Natürlich ärgerlich. Gut ist ärgerlich, hätte man vorher mal sollen. Normaler Umhang. Ja, den Scheißdreck braucht er kein Mensch mehr. Revelio. Ja, aber haben wir, Alter, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Looten, leveln. Was werden wir jetzt so machen? Das ist mir klar. Wenn ich jetzt da draufstehe, zirkt es mich dann hier, oder was? Bitte dich. Die Frage hätte man zuerst da um sollen. Ich weiß nicht. Okay, wir werden alles so schauen. Wir werden uns alles anschauen. Ich habe das erste Mal seit Elden Ring, seit letztes Jahr, wann ist Elden Ring gekommen? Letztes Jahr im Februar, habe ich das erste Mal das Gefühl, ich habe Bock, diese Welt zu erkunden. Was haben wir da? 13 Gold. Herzlichen Glückwunsch. Revelio. Haben wir da sonst noch so? Eine Kiste am Ende des Tunnels. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Das nervt jetzt ein bisschen. Aber gut. Was haben wir da? Ja, der kostet 0, Shahid, den kann man zerstören, tun weg. Was? Jetzt. Zerstören. Ist da noch irgendwas, was 0 kostet? Ja, der da kostet nichts. Tun weg. Also da kriegen wir auch kein Gold nicht dafür wahrscheinlich, wenn wir ihn verkaufen. Jetzt haben wir wieder 2 Slots frei. Schauen wir da mal einen. Nein, den machen wir nicht kaputt. Hüte, Handschuhe, Umhänge. Haben wir da vielleicht noch irgendwas, was wir... Nein, auch nicht. Wie kommt man eigentlich auf einen Tastendruck aus dem Menü aus? Das war eigentlich wenigstens hier toll. bedienen. Was kriegen wir? Ein Wollmantel! Ich brauche keinen Wollmantel, Alter. Der hilft uns ja nichts. Da steht ja sogar Pfeil dort, also hilft uns nichts. Aber gut! So, kann ich jetzt da eigentlich oben springen, ist die eigentliche Frage. Wahrscheinlich schon. Sehr gut. 30 Gold ist nicht recht viel, das kannst du zerstören. Also wahrscheinlich ist es am Anfang schon noch relativ viel. Das ist relativ viel. Ich schon sehr glücklich, wie viel Zeit, dass man zugeschissen wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal nach der Mission. Ach Gott, nein. Accio. Incendio. Nerv, ich war wieder dumm, nicht davor holen, Jäger. Ja, wir machen schon. Kannst du vielleicht auf die Spinnen, schießt auf die, Ziel da! Ich will da wieder selber zielen, Kruzifix. Ist da hinten noch eine, oder? Was, wo? Also hinter mir. Accio. Incendio. Expelliarmus. Easy, bitches. Da ist irgendwas davor geflogen, ich hab's genau gesehen. Irgendein Loot.
Yes, Loot, ich will Noch ein Loot. Rätsel. Everybody wants a Wenn loot. Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Ja, natürlich kämen wir das an, wir müssen halt da drauf schießen. Und das war's schon. Ach, da oben ist noch ein. Easy peasy. Die Spinnen waren auch Level 20. Was? Es sind immer 3. Jigs Lixen, das sind die einzigen Spoiler, die immer eilig los. Aber das ist halt nice to know, wenn es immer 3 sind. Das ist jetzt nicht, dass man dieses Spiel durchspielen darf. Ist in Ordnung. So, kommt jetzt da wieder das Spinnenmistviech. Spinnenmistviech wo? Da gibt's Loot, ich hab's genau gesehen. Wow, 7 Gold. Das ist... Der Knocker-D, da zirkt der Schuh. Was ist denn das da? Haben das Checkpoints, ha? Kann das sein? Kreuzspinnenschlüpfling. Aha! Das ist also eine Kreuzspinne in einer Welt. Alles klärchen. Ja, ich sehe euch schon hier, ich schon wieder trapsen. Ja, ich schon trapsen. Wie zieht euch alle an? Wie zieht euch alle an? Wehe, mich springt da nicht an. Ich sag das, was es ist. Wann kommt denn noch mehr Fette? Wahrscheinlich kommt Mom ganz am Schluss. Überall. Wer hat Trapophobie? Herzlichen Glückwunsch. Was ist da los? Es ist so schön. Ich liebe es. Dungeons durchwurschteln ist das Beste, was die Menschheit jemals erfunden hat. Da ist ein Schlitz drin. Warum ist da ein Schlitz drin? Das heißt nichts Gutes. Ich weiß genau, was da rauskommt später. Ich bin erst da rauf. Ich kann mich da bei mir irgendwo aufhangeln können. Ich hab's genau gesehen. Da sind wir mit daheim. Das ist eine gute Stelle. Die Checkpoints nennt man auch Deko-Fackeln. Ja, gut. All of a sudden random platzierte Gegner. Illustriertes Smaragdgrünes. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Kann mir jemand sagen, das ist das Einzige, was mich jetzt da interessiert, das ist ja kein Spoiler und nichts. Habt ihr dieselben Items in den Kisten drin? Ich finde es ein wenig seltsam, dass du in der Höhle haben 3 Kisten und du kriegst 3 Umhänge. Und einer ist brutal und der restliche zeigt, den zirkt ja keiner an. Wieso soll jetzt denn das da? Also es ist nicht immer das Gleiche drin. Okay. Dann bin ich schon stark, wenn das Random Loot ist. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Na, Spinnenmistviecher, kann ich da verzacken? Geh weg! Du Arschloch, du Futzenkrabs! Levioso. Nein, nicht Levioso, du Spacko. Akio brauchen wir. Oh, was ist da? Was ist da? Ja gut, jetzt müssen wir erstmal da mit. Erstmal da mit und dann müssen wir uns da mitziehen wahrscheinlich. Ich hab schon verstanden, tu ich nicht alle. Tun Sie sich mal nicht hin... Was ist denn jetzt, oder? Das schwimmt voll umeinander. Spring mal. Was? Was? Levioso. Accio, Incendio, Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Levioso. Wo kommt denn jetzt das Mistviech her? Expelliarmus. Geschossen. Scheiße, kommst du nur mal. Mann, du bist ein Spinn, du kannst Wind aufgraben. Das hier? Kaputt? Weiß nicht. Wird schon gespannt sein. Ja, die kommt schon wieder, wenn es was möchte. Das ist ekelhaft. Incendio. Kommt man nicht durch. Aber ich habe eine große Truhe. Erst spät. Alter, das... Alter, die Spinnenweben... Gehen sogar weg an die Deko-Spinnenweben, gehen sogar weg, wenn man es anzündet, obwohl es gar keinen Weg versperren. Nettes Detail. Hat sich jemand was denkt? Deine Autotomplatte sind voll! Da müssen wir mehrere wegschmeißen, das hilft jetzt auch nicht. Du mit die 90 Gold behalten wir uns schon. Kann ich da nicht die Slots durchschalten? Das war halt auch noch geil. Ich muss jetzt mit aus dem Menü runtergehen, dann nicht im Menü reingehen. Nervt. Da kriegt da ist keiner mehr dabei, der uns irgendwas bringt, gell? Ja, hilft nicht. Ich muss irgendwas werde ich verkaufen müssen. Ich weiß es auch nicht. 92,200 haben wir mir das Ding überhaupt. Oh, das ist ja nur noch krass. Wieso haben wir mir das Ding nicht da? Haben wir mir dumm? Entschuldigung, haben wir mir ein bisschen dumm? Birger, bist du ein bisschen dumm? Oh. Ja, mach irgendwas kaputt für 60, ich weiß es auch nicht. Also, schaut das super geil aus. Schauen wir aus wie der Bane. Mal irgendwelche depperten Hüte, 90, die haben alle so teuer, 30. Ja, du weg den schon.
neuer Schal gekriegt. Oh Gott, ich liebe. Das ist die Oh mein Gott, wir werden in Diablo so eskalieren. Alter. Looten und Leveln ist einfach das Beste. So, den ziehen wir an. Jetzt haben wir richtig gute Werte beieinander. Haben wir schon stärker gemacht. Ein bisschen Hannibal. Das ist richtig, Herr Max, da haben Sie recht. Ein bisschen Hannibal-Vibes habe ich auch. Oh, Boss Area. Boss Area. I can smell it. Schon wieder. So viel Loot. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Da kommt jetzt gleich die Riesenspinne aus, das sagt ich. Haben wir da schon? Warte mal. Akio. Müssen wir jetzt experimentieren. Nein, lass es. Nein, nicht mit dir. Ach, die konnte es mit. Oh Gott. Macht zwar nicht recht Sinn, aber. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Zieh uns noch hin. Das geht wieder nicht. Waren wir wieder zu voreilig. Ein coole Rätsel. Fängt zwar erst an, aber das ist einfach schön und nett gemacht. Da kannst du sagen, was wir. Die Frage ist, waren wir mir da schon, waren wir scheiß Höhlen schon nicht nein, wenn die Spinnen da umeinander greifen, dann waren wir da noch nicht. So. Ah ja, große Kiste. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Nein, der war wirklich nicht sehr gründlich, muss man sagen. Was haben wir da? Geben die noch was? +5, ja. Her mit dem Schund. Immer her mit dem Schund. Jetzt transmachen wir aber nicht. Ich sehe schon alle 5 Meter. Oh ja, Heiltränke können wir brauen. Da kann man uns einmal ein paar brauen. Dann, wenn wir daheim sind. Da bin ich schon gespannt. Und leveln sollten wir es auch mal. Oh, da kommt man auch noch um. Okay, verstehe. I see. Wie kommt man da um? Muss man sich da vorbeiziehen? Hä? Oder wie sehen wir das jetzt? Warte mal. Akio. Da dürfen wir uns jetzt ohne Akion. Oh, das darf okay, ja. Easy! Seltsam. Mein Gott! Wir kommen in seinen Inventarplatz größer mal. Das ist ja furchtbar. Ich verkaufe jetzt an jeden Scheißdreck, weil es mir wurscht ist. Der furchtbar. Die haben wir auch. Weg. Die Legendary-Dinger verkaufen wir natürlich nicht. Was haben wir da? Ja, Mäntel haben wir zum Saufen. Nur die für 60 weg. Das ist ja ein kalter. Dass ich jetzt da jetzt mal bei jeder Kiste da 25 Mal den Scheiß da. Merlins Aufgaben machen dein Inventar größer. Lausburt, das wollte ich lesen. Oh, der Dragonfly hat es auch geschrieben. Prüfung in Merlin. Oh, mehrere Leute. Heute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Mega Powertrank, den nimm ich. Drachenbrille mit irgendwas gestellt. Ja, super, die ist wieder schlechter bei mir. So. Da oben können wir offensichtlich auch noch. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir schon waren. Gibt es da sowas wie eine Karten? Die tun wir auf Map. Map! Oh Gott, ich kann nicht auf Map drücken. Okay. Ja, gut. Zurück aus. Da sind auch Kisten, ich hab's genau gesehen. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Es wird alles fein säuberlich gelootet. Da ist auch wieder nichts drin. Nein, Junge, nur Schrott. Nur Schrott. Was ist jetzt da? Los! Ja, dann müssen wir da oben. Mal da kommen. Ich bin lost. Look at me, my name Birger. Ich bin 90% der Zeit, weiß ich nicht, was ich hier tue. Da hinten, warum leicht's da hinten? Das hat sich jetzt so gerade als da Spinnen daher steppen. Nein, das gefällt mir nicht gut. Aber krass ist, wie groß der erste Dungeon, in dem wir drin. Also, die nennen das jetzt einfach mal Dungeon, ist ja wurscht. Wie groß der ist! Wie viel das da zum Sein? Oh, das stinkt. Oh. Da ist sie, die Brücke. Oh, das sie stinkt. Ist fast fertig. Nach Boss Area Level 9000. Das sagt er, ich gebe sowas zum. Ja, kämen schon her. Wer spinnt? Die können da geht's gleich her. Ja, du kommst mir mal hin. Oh, Christ. Easy. Akio. Incendio. Akio. Incendio. Incendiamo. Oh! Okay, jetzt gehen wir 2 große, jetzt müssen wir uns vielleicht. Hätten wir uns das Ulti aufheben sollen, hä? Blitz ins Gesicht, du Arschloch, du Drecker! Akio. Incendio. Incendiamo. Ja, ich hab schon verstanden. Akio. Incendiamo.
Accio. Incendio. Incendio Collector, gell? Levioso. Mach's gut, Monster. Mach's gut, Monster! Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen No sicher hit. rasant vermehrt. Ja, das Equip merkt man gescheit. Die alle, die keine Ahnung haben, von was ich rede. Und unsere Ausrüstung, die wir gekriegt haben mit den Werte, Offensive, Defensive, das merkt man gescheit. Wir machen mal gefühlt viel mehr Schaden und wir halten mal, gut, kann ich jetzt nicht sagen, ich bin nicht oft getroffen worden, aber wir machen mal da war 170er Crit dabei. Das ist ja, am Anfang haben wir 4 Schaden gemacht oder so. Jetzt schauen wir, was da zum Looten gibt. Normalerweise gibt es bei jedem guten Bosskampf gibt's was zum Looten. Das muss ich bloß einmal schnell da schauen, wo da diese 3 Symbole sind. Da, 1. Und das geht wieder nicht weit, oder? Zählt das noch? Ja, tatsächlich! Du kannst deine Inf schon erweitern, schreibt der Habbo oder so. Wie? Kann ich das einfach im Menü machen, oder was? Dragon Tribe! Noch ein kleiner Pro-Tipp. Wenn du eine Reihe von dem Merlin-Rätsel abschließt, dann kannst du im Herausforderungsmenü mehr Ausrüstungsplatz freischalten. Ich soll vielleicht einmal lesen, was sie schreibt. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Soll ich jetzt streamen oder ein Chatle? Was sehen, was ist. So, Herausforderungen. Kampf, Erkundung, was ist denn diese Merlin-Dings? Schauen wir mal, was es unter Kampf gibt. Was haben wir da so freigeschaltet? Besiege 10 schwarze Magier. Abgeschlossen. Belohnungen für blablabla. Beschützerumhang aus Drachenhaut. Ja, nehmen wir. Was ist das da? Besiege 20 schwarze Magier. Ah ja, da können wir Cosmetics freischalten. Besiege Sumpfgratler. Da haben wir auch einen. Da brauchen wir 5. Was haben wir da? Besiege 30 Kobolde. Ah ja, man schaltet das dann Stickerl für Stickerl halb frei. Was haben wir da? Besiege 10 Spinnen. Spinnenschlechter-Rüstung. Da kann man da als Ritter umeinander laufen, oder was? Alter, wir haben schon... Geil. Das werden wir auch sofort machen. Sag ich dir, was ist. Ui, Wölfe haben wir auch schon. Straßenköter. Schließe 5 Duellleistungen ab. Abgeschlossen. Kriegen wir Offiziersuniform und einen lustigen London-Polizeihelm. Alles klar. Ja, ich verstehe schon. Aufträge. Da haben wir noch nichts. Erkundung. Da haben wir was. Löse 2 Prüfungen Merlins. Abgeschlossen. Inventarerweiterungsbelohnung. Mehr Platz für Ausrüstung. Hätte man... Nee. Ja gut, man lernt nie aus, was es ist. Ja, cool. Das heißt, die Sachen haben tatsächlich... Gut, die Cosmetics, das interessiert mich jetzt nicht so viel, aber da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Leute das eben schon interessieren. Schau mal vor, ich bin badass, dass wir mir ausschauen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja schon fast grenzwertig. Haben wir da irgendwas gekriegt, was sich zum Anziehen lohnt? Nö, nicht wirklich. Da ist alles ready. Wo sehe ich jetzt, wie viel Platz das ich habe? Bis da oben! Nein, warte, Moment einmal. 4 Plätze haben wir jetzt freigeschaltet und da steht es wir haben 17 Teile, 24 passen rein, also haben wir jetzt 4 Slots freigeschaltet. Ja, das ist jetzt nicht der Teufel, aber das hätte uns vorher schon einen Haufen Zeit der Sport, da jeden Scheißdreck über außen zum Löschen, sobald man mir da irgendwas... Was ist das da? Accio. Oh, eins habe ich noch vergessen, das Allerwichtigste. Na was? Wo ist denn der Hut? Wie tut man das? So tut man das. Okay. Warum nicht? Ich seh zwar nichts mehr, ist ja wurscht. Sehr schön! Wundervoll! I fucking love Zwar this nirgends ein game! kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Oh, du spielst wieder Elden Ring. Back to Elden Ring it is. Sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Sehr schön. Scheiße, was haben wir jetzt gekriegt? Das haben wir nicht aufgepasst. Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Weiter im Kontext. Da warten Ritter auf uns. Gibt's Ich wieder... muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Ja, da haben wieder Und an Ritter. die Ist ja Seiten. schon. Boah, leck, die haben da voll ab... Alter, was haben sie mit dem da? Alter! Ab 18 ist es anscheinend einer. Die haben mir einfach sauber einen Kopf Da abgesabelt. ist Jackdaw, so tot wie eh und je. Ja. Was ist passiert? Ja, was werden wohl passiert sein? Ich Könnte weiß es wieder nicht. passieren? Ich glaube, er ist ausgerutscht. Er ist ursprünglich ein Dual-Wheeled Rogue und dann ist er ausgerutscht, ab 5 Meter vor dem Ziel und dann hat er sich selber mit seinen 2 Schwertern einfach aus Versehen den Kopf abgesabelt. Scheiße gelaufen. Hier ist sie. Was ist Die das? Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Ach, das sind die Seiten. Ah ja.
Ja, hab schon verstanden. Ist ja klar, du gehst gleich mehr. Ach, hier. Ja, mehr da. Incendium. Wenn wir gleich mehr umziehen, damit gleich mehr Ruhe. Oh, da schießt jemand, seit wann schießt denn du? Was ist mit dir? Expelliarmus. Incendium. Levioso. Autschen. Okay, wir kriegen da weitem nicht so viel Schaden. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus sollte euch entwaffnen. Expelliarmus. Incendium. Kriegen die mehr Schaden, wenn ich es in die Luft Leviosa? Ich warte bloß auf die sind die Fetten. Schwarze Ritter aus Dark Souls! Tja, aber diesem Spiel im Magic, du Kasper, was sie kann. Okay, bye! Oh Gott, das kommt jetzt zu zweit. Kann ich die hier? Ja, natürlich kann ich die nicht. Expelliarmus. Levioso. So nicht! Für was haben wir so ein Typ? Es ist total OP, Alter! Incendium. Expelliarmus. Da gibt's ja gar nichts! Totaler Keule! Ja, totaler Keule. Gibt's sowas zum Looten? Gib lieber Loot. Oder ich habe ein Motorrad. Oh, Das ist unheimlich. Was war denn das? das ist ein bisschen unheimlich, ja. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen sollen. Weg mit den schwarzen Ritter! Das habe ich schon mal gesehen. Das haben wir schon ein paar Mal. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Ja, das haben wir alles schon mal gehabt. Schauen wir uns an! Oh mein Gott, ist das Spiel bis jetzt gut. Ich glaube, es hat auch gerade so ein bisschen angefangen. Müssen wir jetzt da rein trudeln oder übersägen das? Passieren da wieder fragwürdige Dinge? Weiß nicht. Was ist da los? Die Seiten haben wir ja schon gefunden. ich? Habe ich schon richtig verstanden, oder? Ja. Also die Buchseiten, die fehlen denn. Oh Aber- nein. Der Raum wird ja geflutet. Ja, das ist schlecht! Wir haben einen Dauer... Oh Gott, im Himmel, Werde was ich ist... beschützt? Ich kann nichts... Was für eine Art von Magie ist das? Was ist... Alter, wie cool ist denn das gemacht? Alter, wie cool ist denn das? Du kannst mir verfügte Scheiße nochmal erzählen, was du willst, wer das Spiel absage, dieser geistig behindertes Arschloch. Ja, und das meine ich so, wie ich es sag. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Warte mal. Wo bin ich hier? It's magic. Wo sind wir denn jetzt wieder? Oh Gott, das schaut auch schon wieder so nach Boss-Area aus. Gibt's überhaupt Bosse? Keine Ahnung. Waren das... Oh Gott. Oh oh. Was ist das? Kann Was? das sein? Ja, sicher. Was ist mit dir? Ich meine, aber kurz, das ist der Dumbledore. Das geht nicht, das ist mir auch klar. Rackham. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich bin zu dumm, es tut mir leid. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Dieser Ich geile kenne Sie Eimer. aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morganach, als sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Der geile Eimer. Alter.
Ja, Suche fortsetzen, ja, aber wann ist es endlich zum Jünglinge töten? Das ist meine Frage. Dieser scheiß Eimer, er passt halt überhaupt nicht, dass du als Ritter umeinander laufst, das ist einfach lustig. Warum heißt es die Kartenkammer? Sind sie ein Seher? Ich bringe das Buch her. Die Frage, ob das eine gute Idee ist, dem das Buch zu bringen, weil wissen wir gar nicht, wer er ist. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Der Scheiß Departieheim. Super geil. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente. +1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Jetzt ist es soweit. Wir haben Level 10. Raus aus dem Tutorial. Jetzt müssen wir kurz mal ein bisschen lesen, weil das interessiert mich jetzt auch, wie du in dem Spiel progressst. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte. Was? Dann haben wir doch schon Stufe 9. Verdient. Also wir kriegen jetzt auf einen Schlag wahrscheinlich 5 Stück oder 4 Stück oder so. Okay, du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deinen Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Entschuldigung. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Okay. Das heißt, dunkle, okay, Zaubersprüche, wir haben da so, wie viel sind es ungefähr? Wir haben übrigens ein Achievement freigeschaltet, ich habe es nicht lesen können, ist schnell gegangen. Da müssen wir jetzt einmal kurz ein bisschen durchschauen. Ah ja, typischer Talentbaum, okay. Incendio-Beherrschung. Ja, oh, schau hier, das wird sogar demonstriert rechts, was das kann. Oida. Schaut schon mal mächtig aus. Er macht so einen Feierring dann. Der Einsatz von Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer um dich herum. Gegner in der Nähe eines mit Accio beschworenen Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Oh, Alter, da kommen mehrere Leute herziehen. Und dann, vielleicht hat man es schon gesehen so. Mein bisschen so eine Taktik war, herziehen, Incendio to your face, macht momentan am meisten Schaden. Weiß nicht. Das wird wahrscheinlich Levioso sein, das lässt dann mehrere Leute gleichzeitig in Täfeln. Schott auch nicht. Können eine Zeit. Ja, okay. Dunkle Künste. Was haben wir da so? Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Aber das nehme ich nicht so oft her. Ich bin mehr so der Ausweicher. Da habe ich mir angewohnt in Dark Souls, Elden Ring, in alle Spiele eigentlich, dass ich lieber ausweiche, anstatt Dinge blocke. Was haben wir da? Entwaffnungsfluch. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten... Okay, das ist wahrscheinlich immer das Gleiche. Hm? Wenn einem... Was ist dieser Blutfluch? Den habe ich doch noch gar nicht. Ach, den kriege ich dann. Okay. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele... Oh, das ist auch nicht. Ich habe noch gar keinen Fluch. Habe ich schon einen Fluch? Bin ich behindert? 9. Haupttalente. Oh Gott im Himmel, da gibt es auch 5000 an. Basis-Zaubertreffer reduzieren die Abklingzeit von... Cooldown Reduction. Ist normalerweise in der Regel das einer der overpoweredsten Dinge, die es gibt. Wenn du alle 2 Sekunden irgendeinen Scheiß machen kannst von deinen krassen Zaubersprüchen. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Perfekte Protego-Zauber sogar noch mehr. Ja, da wir das nicht deren, lassen wir das gleich mal wieder. Der alte Magiewurf. Was für alte Magiewurf? Das ist auf Y, wenn man Sachen hergrabt und dann auf den Kopf schmeißt. Wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Na, das ist... Na. Ein neues Zauber... Ja. Wie wechselt man das? Mit F1 bis F4. Na ja, gut. Das ist, wo wir schon mal geredet haben, was ich gerne hätte. Man hat ein Set von Zauber und dann hat man noch ein Set von Zauber, das man einfach hin und her schiebt, ohne die einzelnen Zauber wechseln zu müssen, die zur Verfügung sind. Da hat man ein Utility-Set und ein Angriffsset und mehr braucht es nicht. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt, das hat man zweimal quasi. Und was haben wir da noch? Der Mega-Power-Trank hat eine ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, weil man nicht mehr so viel Schaden kriegen jetzt. Gut, das ist auch wieder das Katz-und-Maus-Spiel. Wird halt mehr Schaden, dann haben wir wieder besseres Gear, mehr Schaden, besseres Gear. Ja Gott, ich hab mir schon gedacht, dass ich... Oh, Schleichen. Was vielleicht ist Schleichen auch was. Ich mag zwar Schleichen in Spielen nicht, aber wer weiß, was haben wir da? Gegner können dich schlechter entdecken. Ja, gut. Wie gut ist das? Wie gut ist dieses verbesserte Nicht-Entdecken? Ist die Frage. Ich bin ein Freund bei sowas von Werten.
Ja, die Entdeckung geht jetzt 5 Meter, 10 Meter weiter. Dann habe ich ungefähr ein Gefühl dafür, was man wirklich bringt. Was haben wir da? Du kannst sprinten, während du... Oh, das ist stark, glaube ich. Mag ich aber nicht, ich mag ja kämpfen. Der Mike schreibt, und einige von euch schreiben, als Schleicher ist OP as fuck. Ja, aber ich mag ja kämpfen. Schleichen und Raum der Wünsche kostet größtenteils Sporen. Nein, manche spielen so und ich spiele halt lieber offensiv, anstatt da umeinander zum Schleicher. Das ist mir halt zu blöd. Irgendwie. Dauert zwar dann alles länger, weil man schlägert und vielleicht auch mal sterben und so, aber ich schleiche nicht einfach durch. Da kann man jetzt eine Abstimmung machen. Soll man mehr auf Schleicher gehen oder mehr auf Offensiv? Das machen wir jetzt aber wie im guten Alten. 1 in den Chat für Schleicher, 2 in den Chat für Offensivzauber. Also für Angreifer und Kämpfer. Bitte in den Chat. Dankeschön. Herr Löffler, dabei lese ich deine Geschichte. Oder Birger, bitte mach aus deinem Patronus mit dem Dance Move ein Short-Video, das man teilen kann. Ich darf zu feiern. Zum Thema Shorts hätte ich eventuell eine Idee. Die eigentlich eine Art Kanalexperiment, generelles Experiment ist. Ich sehe übrigens ausnahmslos 2 im Chat. Da steht es 10:1, glaube ich. Ich glaube, die Frage hat sich erübrigt. Ich bin halt einfach auch selber wirklich nicht so der Schleicher. Über Shorts können wir uns noch am Stream vielleicht noch kurz unterhalten. Übrigens auch über das Video, das ich geplant habe zu machen, weil ich das leider streichen muss. Nicht ganz, aber ganz weit nach hinten schieben, weil ich mich wieder maßlos übernommen habe. So, ich sag's dir, wie es ist, ich habe mich maßlos übernommen. So, was gefällt mir da jetzt gut? Wir haben 5 verfügbare Talentpunkte. Mit jeder Stufe kriegen wir 1. Das heißt, gehen wir mal in Haupttalente. Das Zauberset ist eine absolute Utility-Geschichte. Ausweichen gedrückt. Oh, halte Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Das habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Alter, da kann man sich mal anporten. Ja, man mir das schon die ganze... Bringt's das wirklich? Wenn es PvP geben darf, ich sagen, ja. Aber gegen NPCs, ich meine, die wissen auch, wenn du unsichtbar bist, wo du bist und schießen dann auch auf die. Und man kommt offensichtlich mit der Rolle ein bisschen weiter. Ja, später vielleicht. Aber wir haben 5 Punkte. Da jetzt hier mal sagen, ab in die Zaubersprüche. Was kriegen wir da eigentlich? Definido-Beherrschung. Muss Diffindo wirken können, um dieses Talent freizuschalten. Ich sag das jetzt ganz ehrlich, Herzchen und Ozenten ist relativ OP. Beim Herzchen können Gegner nichts machen, wir ziehen mehrere Gegner her und wir zünden mehrere an. Das ist ja total OP. Das ist ja total lächerlich dann. Rein damit! Mehrere Leute Ozenten, mehrere Leute Herzchen. Easy. Und ihr schreibt über fast alle, schreiben übrigens an 2. Wenn du am Ende alle 20 Zauber hast, dann brauchst du die Zaubersets, glaub mir. Ja, das ist eine Utility. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Da steht 5. Sechst das? Wenn ich da drauf gehe, da steht 5 benötigte Stufe. Ich habe wieder mal nicht fertig gelesen, habe gemeint 5 benötigte Punkte. Ich habe gemeint, 5 Punkte brauche ich zum Freischalten von einem Talent. Dabei brauchen wir bloß einen, was ja natürlich Sinn macht irgendwo. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Was waren dunkle Künste, glaube ich? Das waren diese Flüche, dass sie mehr Schaden kriegen, gell? Wieso kann ich Expelliarmus nicht ausbauen? Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, Gegner entwaffnen, in Schottenir. Für den gibt's da, glaube ich, einen, gell? Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Ja, Basiszaubertreffen reduziert die Abgrenzung von Zaubersprüchen. Rein damit. Da brauchen wir gar nicht umeinander diskutieren. Cooldown Reduction ist immer fucking OP. Immer. Egal in was für einem Spiel. Der alte Magiewurf hängt wirft die Gegner auf. Nein, das brauchen wir nicht, glaube ich. Erfolgreiche Protegozauber erhöhen die alte Magie. Nein, brauchen wir auch nicht, weil die es nicht hernehmen. Heute aushalten, nee. Aber wir könnten uns, also ein Set könnten wir uns noch freischalten. So ein Zauberset, einmal so ein Utility-Set, dass wir bloß noch hin und her schalten müssen. Spart Zeit und Nerven und überhaupt. Und da mega Power tragen kann eine bessere Heilwirkung. Die 2 darf ich noch nehmen. Sag ich dir, was es ist. Ja. Birger, flink ist gut, wenn du viel ausweichst. Das da war flink, glaube ich, gell? Ja, und ich weiche nur aus. Aber mir war jetzt der Heiltrank und das Utility-Ding war mir wichtiger. Oder soll man auf die Utility nur scheißen? Wir haben ja eh noch nicht so viel Zauber. Und bis wir den nächsten Zauber kriegen, dann müsst ihr euch ihr im Chat merken, das nächste, was wir freischalten, ist das Zauberwissen Stufe 1. Okay? Jetzt gerade bringt uns wahrscheinlich tatsächlich Flink mehr, weil wir immer noch mehr kämpfen müssen. So, Flink
Und der Mega Power Trank, den levelt man auch, dass er eine bessere Heilwirkung hat. Das ist doch die gemütliche Sache, oder? Das glaube ich ist relativ... Scheiße, den Raum der Wünsche habe ich gar nicht angeschaut. Ich Volldepp. Der Erdurus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert. Ja gut, diese komischen Trankdinger und so, die habe ich jetzt die ganze Zeit nicht hergenommen, drauf geschissen. Dünger. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Ich hätte jetzt die ganze Zeit nicht mehr, habe ich auch nicht droht, den Kim vielleicht irgendwann einmal. Nicht so wichtig. Ich sehe schon, das geht alles in die Zaubersprüche und in die Haupttalente. Habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Oh Gott, ist das Spiel gut! Bis jetzt! Verlasse die Kartenkammer. Gibt's da noch was zum Looten? Errungenschaft! Gekonnt verprasst. Das heißt, ich habe jetzt die ersten 5 Talentpunkte rausgeschissen und habe ein Achievement gekriegt auf Steam. Sehr schön. Nimm mich doch. Oh, schau mal hin. Mr. Twitch Clips Germany höchstpersönlich. Seit den Clips bin ich angefixt. Was hat der Panzer da eigentlich zu suchen gehabt? Das kann ich da... Sagt's mir herzlich willkommen zum Twitch Clips Germany im Twitch-Chat. Was der da zum Suchen gehabt hat. Kennst du hast wahrscheinlich nicht gewusst, ich habe einen Patronus. Gut, verstehst du überhaupt irgendwas, was ich sag? Das ist mal die allerwichtigste Frage. Ja, Hochdeutsch ist hier nicht. Hochdeutsch, schwierig. Brudi muss groß. Ja. Das funktioniert dann folgendermaßen. Du hast vielleicht nicht gewusst, dass mein Patronus ein Tiger ist. Ja? Und dann geht es folgendermaßen. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Und was ist besser als ein Tiger Patronus? Richtig, 2 Tiger Patronus. So, das war's jetzt aber auch schon wieder. Guter Mann, wir müssen mal Meter machen! Verstehen Sie, ich kann ja nicht alle 4 Sekunden einen scheiß Tigerpanzer herzaubern! So. Müssen wir wieder genug... Was verlassen? Sicher. So, grüß Gott beieinander. Jetzt ist der Stab hinüber. Nein, nix da. Er ist ein bisschen angeknackst. Ja. Der geht schon noch. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Weiß ich nicht, das sollen wir doch zu dem anderen bringen, oder nicht? Okay. Also mal sauber hergerutzt. Was haben wir da? Verlasse die Kartenkammer. Gut, ich glaube, es wird noch mit zum Schlägern. Oh! Was haben Sie jetzt vor? Einmal schnell Reise. Okay. Hey, Herr Twitch Clips Germany, da muss ich die jetzt einfach drauf ansprechen. Hast du gelesen? Hast du gelesen? Dass irgendjemand dort unter dein Video, wo du mich da übrigens danke fürs Aufnehmen, das ist ja nicht das erste Mal, herzlichen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Press F für den Herrn Twitch Clips Germany, Dankeschön fürs Erwähnen. Dass irgendein Kasperl drunter geschrieben hat, irgendwas von wegen Nazi-Musik, lalilu. Sagst du mal, wie brunstdumm die Leute sind. Ich hoffe, du verstehst, was ich sag. Oh, kistige Kiste. Achtung, kistige Kiste. Pass auf, da müssen wir uns verstecken, hat's geheißen. Das geht ja immer noch nicht da. Da der wir jetzt mal so. So, machen wir uns unsichtbar, los geht's. Die darf uns auch nicht sehen. Psst, darf uns die auch nicht hören? Ich weiß nicht. Oh, 500 Gold ist da drin. Oh, hoppala, verdrückt. Ja, Bruder. Herr Twitch-Clip schreibt, danke für die Clips. Ja, es gibt immer Leute, die gibt's. Weiter, das lassen wir jetzt einfach, solange du zumindest anwesend bist, lassen wir das jetzt kurz unkommentiert. Der Rest im Chat schweigt bitte über den Start des Streams. Dankeschön. Kiste. Richtig, Mike Riese. Absolut richtig. So. Wer ist übrigens dafür, dass wir den Helm weiterhin aufbeuten? Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Okay. Helm an, ja. Okay, weil haben nichts gehört. Was haben wir? Was? Wir haben nichts gehört. Herr Birger, was dampfst du da für ein Liquid? Herr, es ist der Bademeister. Stufe 10? Also ich dampf nicht Stufe 10. Ich rede sehr ungern über diese Dampferei. Es ist natürlich klar, wenn ich da umeinander dampf,
Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass mir dann immer wieder Leute darauf ansprechen. Ich mag da eigentlich keine Werbung nicht dafür machen, weil es dumm ist. lernen, den Verscheuchen Nicht identifizierter Gegenstand. Damit Outfit. können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Herr Sharp, Sie sind mir nicht sehr sympathisch. Ich werde dieser Aufforderung gegebenenfalls nicht nachkommen. So. Ja, oh, +1 Talentspunkt. Ihr müsst mich erinnern, hat's geheißen. Ihr erinnert mich selber, mir schaltet mir das Zauberset frei. Das geht mir nämlich jetzt schon auf den Sack. So, hier, Talente. Haupttalente. Und sofort das Ding freischalten. Das tun wir jetzt einfach, das passt schon. So, T. Druck halt jetzt auf T, du Kasperlkopf. Komm, los, hopp, 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 hopp. Ah. So, und jetzt machen wir uns da ein Utility-Set. Einmal hier mit Lumus als Wieso kann man das nicht wechseln? Das überschreibt es einfach. Ja, okay. Reparo. Was können wir da noch brauchen? Keine Ahnung. Und dann nehmen wir wieder das Ding. Ich bin halt auch ein Freund, irgendwann habe ich in meiner Muscle Memory, welche Zauber oder welche Tasten mit welchem Zauber belegt sind. Und irgendwann, deswegen verdrucke ich mich auch manchmal die ganze Zeit und möchte eigentlich in die Luft zaubern, mache aber irgendeinen anderen Scheiß, weil wir ständig den Mist da wechseln. Und das nervt mich. Nein, das nervt mich. Jetzt machen wir es. Wie machen wir es denn? Angriffsset, Utility-Set. Fertig. Haben wir irgendwas, was da noch nicht verfügbar ist? Nö. Nö. Gibt es eigentlich noch mehrere Zauber, wie die mir da angezeigt werden? Keine Ahnung. Naja, ist ja völlig Banane. Ist der Spitzname Bürgermeister? Du kannst mich von mir aus Hannes Jamal nennen. Ist mir egal. Hauptsache, sie haben Spaß dabei. Wo müssen wir überhaupt hin? What the heck ist eine Aufgabe? Da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist soweit. Es ist Zeit für die Flugstunde. Besuche den Flugunterricht! Wir haben auch so viel Zeug. Wir haben wieder was Oh, was ist das? Nicht identifizierter Gegenstand. Rücken. Bringe dies zum Raum der Wünsche, um die Qualitäten zu enthüllen. Wie geht das? Wie geht diese? Gebt diese. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas gefunden? Haben wir noch einen Pulli gefunden oder so? Wir haben ein ganzes Set gefunden. Mag ich haben! Raum der Wünsche! Wo ist der? Wo ist der Raum der Wünsche? Oder haben wir jetzt gar nicht lang umeinander. Karten raus. Links. Haben wir überhaupt den Raum der Wünsche schon mal gesehen? Was ist das? Geheime Räume. Der Raum der Wünsche und die Kartenkammer. Ach, das ist der... Ja. Haben wir den überhaupt schon? Haben wir den muss man jetzt freischalten. Ja, gut, dann, das ist natürlich blöd, wenn man jetzt ein Set kriegt und man hat den Raum der Wünsche zum Identifizieren und nicht mal. Dann muss ich sagen, geht so, aber gut. Fixt mich an, den scheiß Raum der Wünsche frei zum Schalten. So schaut's aus. Was haben wir denn sonst noch so? Aufträge. Haben wir auch Besuch den Flugunterricht. Das machen wir Professor Sharps Aufgabe. Was kann man? Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke maximal und Idugos und teste sie zeitgleich. Dann kriege ich Depulso. Was tut Depulso? Ja, da kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Begib dich zur Flugstunde. Das machen wir noch. Ich mag fliegen. Ja, fliegen. Wer mag nicht fliegen? Sammlungen. Da haben wir auch, bringt mir das irgendwas? Ach so, ja gut. Und diese Sachen, das interessiert mich relativ wenig. Inventar wird noch angezeigt. Was haben wir? Oh ja, die alten Seiten. Das ist ein Quest-Gegenstand höchstwahrscheinlich. Und dann waren diese Herausforderungen. Ach da, unten. Bier, du blinder Uhu. Das wird auch angezeigt, oder? Wenn wir was zum Freischalten haben, ohne dass ich da jetzt mal alles durchschalten muss. Höchstwahrscheinlich. Nun gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, ab zur Flugstunde. Machst du mal so, dann machst du mal so. So geht's, glaube ich, schnell. Dann machen wir Karte F. Ja, das bringt mir auch nicht recht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da werden wir hinlaufen müssen, nehme ich an. Ist das da? Ist der Unterrichtsraum Tierwesen? Da Viererlaufen ist wahrscheinlich... Warum haben wir das wieder nicht mitgenommen, wir Vollidioten? Hauptsächlich ich Vollidiot, aber ich sage, ich verteile es auf alle, dann fühlen sie sich leichter an. Okay? Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass sicher die Zaubererkutten relativ warm sind? Vielleicht nicht, dass man mal Zipfel runterrinnt. So.
Ja, kurz angetippt. Dann müssen wir aussehen links, wenn wir nicht. Ja, da steht er schon da mit dem Besen! Oh, leck. Bitte lass mich sofort Besen fliegen. Ich mag Besen fliegen. Ich möchte den Besen fliegen. Her mit dem Besen. Da müssen wir wieder warten. Was der mir jetzt, dann legen wir uns jetzt da wieder mit dem Ritterhelm in den Garten ein und schlafen wir oder was? Easy, oder? Auftrag! Anfangen! Nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Entschuldigung, ich hab nichts gehört. Ah, wie im Film. Wunderschön. Mr. Wunderschön. Clopton, passen Besen Sie Express! bitte auf. Sie, Akio, Verzeihung, Madame fliegen. Kugawa. Merci dir. Bitte? Kein Biffy, die übersingen. Begrüßen Sie Merci alle dir. nun den Aber Neuzugang Biergeif, der in Greif, unserem fliegt von nicht auf den Besen, sondern auf den Waldbedinger. Ich Ziel flieg ist es auf den heute, Sie alle Staubsauger. daran zu erinnern, Ich wie flieg auf Sie deiner sicher Witten. mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht Scheißheimer! toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan nehme ich an. Nun, Yikuhashi dann wollen wir mal Tengu, sehen, wie was für gut Sie Ding? alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Tell me you're the main character without telling me you're the main character. Steht am Vollidiot drin mit dem Ritterhelm. Los, jetzt Sie. Hoch, hoch. Hoch, du dämlicher Schulbesen. Hopp! Nicht du! Haben wir schon mit Code. Hoch. First try, bitch. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich hätte jetzt gemeint oben und unten, du Ich will Kasperl. hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Ah, diesmal. Okay, bin schon start. Okay, bin schon start. Entschuldigung. Und wenn ich den Kopfstand drauf mache, dann ist es meine Sache. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Oleg. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Oh! Ja, kann man da auch schnell fliegen? Oh, Ich brauche einen eigenen Besen. Alec, oh, okay, das ist mit der Das Maus. ist genial. Natürlich ist es genial, ich mag auch mit einem scheiß Besen fliegen! Beste Leben, Bruder, aber es müsste schneller gehen, hallo? Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Da hätten wir sie jetzt locker am Dragonflight, am Drachenfliegen in WoW orientieren können. Und fordert Sie etwas mehr. Ohne mit diesem WASD, also natürlich auch, aber halt das Schiff geht, um schneller zu werden. Ja, aber wie soll ich denn, Alter, mit Shift? Ich weiß nicht, wie viele kleine Finger haben mich, meinst du? Hallo. Schöner Tag zum Fliegen. Ah, Kim, Alter, da muss ich mit dem Dammerling da umgehen, da brich ich mir die Hände beim Fliegen. Das war nicht übel. Wieso kann ich nicht einfach recht die Maustasten drücken und in die Richtung, wo ich schaue, fliegen wir hin? Ah, das ist jetzt nicht so Das geil. alte Muss ich ganz ehrlich Boot. sagen, das ist jetzt nicht so super Ich schön. wünschte, du hättest die Überquerung Also des so Sees wirklich der hundertprozentig Erstklässler schnell sind wir mir auch nicht. Also das geht schneller. Das geht schneller. Da auf geht natürlich easy. Ja, aber wie soll ich denn... Ah, die Musik passt, ist aber auch sehr passend, muss ich sagen. Aber für das fliegen wir zu langsam. Für die Schnelligkeit der Musik fliegen wir zu langsam. Sag ich dir, was ist. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu Alter, was ist denn das? Im Hogwarts See ist ein Riesenkrake. Ja, wusste ich nicht. Brudi muss groß. Was passiert, wenn ich auf Q drücke? Weiß ich nicht. Aber schön ausschauen tut's. Ha, gut. Das hat schon mal geklappt. Ja, mich fast interessieren, wie sie das Fliegen mit dem Controller anfühlt. Gut gemacht. Da schreibt der schon, der FPV schreibt der schon, Controller auch komplett behindert. Ja, okay. Keine weiteren Fragen. Ich habe gesehen, Hier, wie du Shift durch musst diese nur Ringe einmal geflogen tippen, dann bist. ist das fix mit dem Schnell. Offenbar Achso, hältst okay. du dich auf dem Das muss ja mir staubigen passieren. Vielleicht hätte ich aber auch bloß Schulbesen lesen ganz sollen. gut. Entschuldigung, Ich bin kann schon mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer interessiert wäre?
Der Lord Anestres fragt, streamst du auch mal WoW? Das haben wir mal gemacht am Freitag vor 2 Wochen. WoW ist halt sehr schwierig zum Anschauen und ist eigentlich gegen nicht so im wie soll ich das sagen? In meinem Blödelei-Stream-Konzept. Okay? Das da ist jetzt auch keine Blödelei, aber irgendwie schon ein bisschen allein. Ich mein, ich habe einen verfickten Schwanz am Hirn. Okay? Den habe ich in WoW nicht am Hirn. Darum schwierig. Und meine WoW-Motivation, die nimmt mittlerweile auch ein bisschen ab wieder. Vielleicht mal. Vielleicht einmal einen Spontan-Stream, aber Montag, Mittwoch eher schlecht. Freut sich auf Diablo 4, da gibt's Dauerstream von Freitag bis fucking Mittwoch so lang, wie bis ich an der Tastatur einschlafe. Wird ähnlich wie WoW. Da gehe ich richtig an, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer interessiert wäre. Ich verstehe die Frage nicht! Bringt uns das nicht Ärger ein? Schon wieder, das ist mir wurscht. Beim Fliegen ist mir Dem wurscht. kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. So, das heißt, einmal Shift drücken und dann... Oh, ja, verstehe. Immer malerisch. Ah. Was, ich kann nicht an die Kamera nicht... Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute Kein nicht Zugriff am mit Fenster. Besen oder Reittier. Was, warum? Was soll denn der Krampf? Ja, kriegen wir schon hin. Ja, da muss ich sagen... Zu schweben, oder? Da muss ich sagen, das hätte man besser machen können mit dem Fliegen. Das wäre besser gegangen, die Steuerung ist nicht Da gerade sind die sehr geil. Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Ja, jetzt chillen wir die Kniescheibe. Ich muss jetzt da erstmal mit der Steuerung kloppen. Wie kann Ein er so schnell... nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Was? Besensteuerung. Linksklick beschleunigen, Shift ein- ausschalten, Fluggeschwindigkeit, Control, sinken. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du passiert zufällig ein halber Hippogreif? Da passiert doch einfach gar nichts. Die berühmte Brücke. Denk nur an all die Ich flieg unten die sie durch. aufrecht hält. Ich flieg unten Sieh sie dir an. durch! Oh, Stützflug! Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Alter, wie lang haben wahrscheinlich Millionen von Leid von so einem Spiel in diesem Universum geträumt? Oh Gott! Oh Gott, schau dir das an! Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Oh Gott, ich über Gänsehaut am Kopf um, Alter. Da, schneller! Kannst du mir eigentlich werfen? Steig hier ab. Offensichtlich nicht. Aber rein zu experimentellen Zwecken bin ich da jetzt eingeflogen. Wir behalten absteigen. Und wo waren Sie beide? Es wird nicht langweilig, wenn ich den Helm aufhabe. Professor, wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Böse. Kurs, weil Ich, Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Tu dir nicht an, wie der Helm ist so schwer. Geht nicht anders. Entschuldigung. Ah, ist das gut. Jetzt können wir da draußen nochmal anfliegen, wie und wann Die wir wollen, Sache oder mit wie? Kogawa tut mir leid. Ja, voll Aber geil. du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ich find's so geil, wie er durch den Schlitz durchschaut. Ich bereue nichts. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spintwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Man kann seinen Besen auch noch customizen? Hat der Werte? Unterrichtsstunde fliegen. Dir stehen nicht gesammelte Belohnungen im Herausforderungsmenü. Schließe Hauptaufträge ab.
Kann man den, man kann Besen customizen. Nur Optik oder auch. Da hinten ist er. Jetzt muss ich mir schnell was probieren. Wir kommen auf den Besen. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Was? Wir kriegen jetzt schon Besen-Zauber? Die Besen-Zauber? Okay. Ich bin ein bisschen unschlüssig, was wir jetzt noch da sind. Ich mag jetzt nicht aufhören. Treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien, abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Okay. Die Frage ist, was der mir jetzt? Ich bin maßlos überfordert! Der Raum der Wünsche trifft Professor Weasley. Professor Weasley hat mich gebeten, sie im Flur im 7. Stock des Astronomieraums Turms zu treffen. Ein merkwürdiger Treffpunkt. Ich frage mich, was sie vorhat. Im Schatten der Krypta. Ich finde Sebastian vermutlich am üblichen Ort in der Nähe des Unterrichtsraums zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Trifft Professor Weasley, lerne mit Sebastian einen Fluch. Wie kriegen wir jetzt schon einen Fluch? Kruzifix! Das ist der Gute. Irgendwann. Was der Mann? Was der Mann? Ach, einen Besen müssen wir kaufen. Ich meine, ich kriege einen Besen. Dann kauft man nur einen Besen. Professor Schabsauger, eine anspruchsvolle Tür. Dass das keine Nebenaufgabe ist, sich einen Besen zu kaufen, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja gut, dann ab nach Hogsmeade, oder? In Hogsmeade ist der Typ. Dann kaufen wir nur einen Besen und fliegen wir noch ein bisschen umeinander. Sag ich dir, was ist? Einfach nur, weil ich sehen möchte, wie sich das in der Open World anfühlt, wenn du mit dem Besen rumfliegst. Weltkarte? Hogsmeade? War das in Hogsmeade? Sie hat ja noch gesagt, ich habe nicht aufgepasst. War es in Hogsmeade oder war es in Hogsfield? Da warst du alles gleich! Oder an Statuen und Truhen. Und was ist da? Eine anspruchsvolle Lieferung, folge den Schmetterlingen, ein Haufen Liebe, da haben ein Haufen Nebenquests. Leider, ich werde bis zum nächsten... Ist einmal die oberste Frage ist einmal. An dieser Stelle, bevor wieder alle abhauen. Sollen wir am Montag nochmal spielen? Für alle, die vielleicht neu dabei sind, keine Ahnung. Ich streame jeden Montag und Mittwoch. Relativ spärlich, aber lieber kurz und gescheit, anstatt jeden Tag. Und ja, hallo, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, aber ich streame trotzdem, weil ich brauche die Barne. Und ab ganz relativ, wirklich ganz selten an Wochenenden mal spontan, aber es kommt vor. Und dieses Wochenende kann ich auf alle Fälle schon mal sagen, bin ich froh, wenn ich am Montag überhaupt da bin, weil am Freitag einer meiner besten Freunde Geburtstag hat und ich wahrscheinlich das Wochenende nicht erleben werde. Zumindest Samstag und Sonntag nicht. Und dann hängt mir das gerne mal nach bis Donnerstag. Und kann passieren, dass ich am Montag im Stream dann erst mal so herinsitze. So. Hallo, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Herren. Wir müssen jetzt ein bisschen hineinzaubern. Dann lasst es mich wissen. Grüße an den Nachschau-Squad. Lasst ein Like auf dem Stream. Würde mich sehr freuen. Außerdem bringt es ganz furchtbar viel für den Algorithmus. Es kostet euch nichts, um Gottes Willen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und ab in die Kommentare wie jedes Mal, wenn Sie eine weitere Runde Hogwarts wünschen. Was wir dann nächsten Mittwoch deren, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Das muss dann der besoffene Zukunftsbürger am Sonntag sich ausdenken. Aber wahrscheinlich wird es wieder auf Hogwarts hinausrennen. Keine Ahnung. Best Game seit langem. Absolutes Highlight bis jetzt. Seit der Sommerpause. Na gut, das war Madison. Okay, das ist... Ja. So ein sich Highlight von Highlight zu Highlight. So, jetzt gehen wir einfach mal nach Hogsmeade. Was weiß ich denn? Da wird schon irgendjemand einen scheiß Besen verkaufen. Von Zauberstäbe, Royal. Was ist da? Ich habe eine kleine Karte mit dem Grabstein im Friedhof von Hogsmeade. Vielleicht können Sie jemanden... Wo gibt's Besen? Besen wo? Das Schnatzsymbol unten rechts. Ach, ja gut, das macht Sinn. Spint Witches Sportbedarf. Ein Geschäft für Sportbedarf, das eine Auswahl am Besen bietet. Das haben wir doch letztes Mal schon gesehen. Birger, hast du wieder Wegpunkt festlegen? Mal Wegpunkt festlegen. Die Porten. Los geht's. Sehr schön. Sehr schön. Herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung des Hinweises zum Schnatzsymbol. Ich will den Besen.
Kann ich dem Typen meine... Ich bin jetzt gespannt. Ort als Hogsmeade? Neuer Auftrag verfügbar. Auftragsprotokoll. Ich brauche jetzt keinen Auftrag. Ich brauche einen Besen, du Geschwuschel, du Fotzengroher. Los geht's. Briesenker. Bringen wir mir über die Bank drüber. Wo kommt man jetzt rein? Da kommt man rein. Wunderschön. Ein neues Gesicht. Wunderbar. Ein Quaffel. LB. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Lass Albie rüberwachsen. Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Ich hätte gerne die Kasse und bin da gerade hinten. erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Nein, ein Algenweber, Moped. Glutsprintbesen, Silberpfeile Was ein und Blutsprintbesen. Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Ich bin jetzt Sie sehr sind alle gespannt. außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Ja, genau, das wollte ich wissen. Ich werde mich umsehen. Danke. Sie mussten aufgrund der Handelswege schließen. Was können Sie mir über den Besen verraten? Nix, interessiert mich nicht, findet man selber aus. Danke für Ihre Zeit, ich werde mich umsehen. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Ich möchte mal über den ganz subtilen Eimer nochmal hinweisen, damit nichts passiert. So. Na, wonach suchen Sie heute? So, jetzt bin ich gespannt, was diese unterschiedlichen Besen können. Können wir dem Kasperl da einmal Sachen verkaufen, die wir mir nicht brauchen? Sämtliches Inventarzeug, außer die beiden nicht identifizierten Sachen, können wir eigentlich verkaufen. Stehen die dann nur weiterhin als Transmogrifikation zur Verfügung oder muss ich die im Inventar haben? Also die habe ich einmal entdeckt und hab's dann immer. Ja. Okay. Herzlichen Dank für die Auskunft. Dann weg mit... da steht auch noch mit dort, ob sie es bringen oder nicht. Verkauf. Da muss ich oben bleiben. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Außer mit dem Schund. Brauchen wir nicht. Was kosten dann die nicht identifizierten 90? Das wird auch nicht das steifes Zeug sein, keine Ahnung. Die Legendary Honjo haben auch scheiße. Weg damit. Verbesserung möglich, nicht möglich. Weg damit. Hut, weg damit. Mantel, weg damit. Halt, stopp. Der hat 18 Offensive. Gut, dann hat der immer auch 18 Offensive, wenn kein Pfeil dort ist. Das wird schon passen. Ja, schau hier. Das war Inventarzeug von... Was haben wir gerade am Anfang? 1800, jetzt haben wir 2600, dann haben wir 800 Gold dabei gehabt. Und jetzt haben wir wieder freies Inventar. Easy peasy. So, jetzt bin ich gespannt. Besenvorschau. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, der ist voll geil. Oh, ist der Griffin, der Besen. Der hat eine Laterne vorne dran. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der hat einen Seeds. Der ist nicht so cool. Aber sie haben nix. Sie haben nicht irgendwie Werte. Der eine ist vielleicht, was weiß ich nie, beim Vieri Lorna ein bisschen schneller, dafür nicht so wendig. Irgendwie so gibt's nicht, gell? Gibt's nicht. Ist nur optisch. Oh mein Gott, was gefällt mir für einen am besten? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Es darf halt so gut passen, weil es der Gryffindor-Besen ist. Ja, aber super gut ausschauen tut er jetzt nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, der hat hinten so ein wenig hochgekokelt. Gefällt mir. Mir gefällt aber auch der ganz gut. Qualität. Sag ich dir, wie sie ist. Und irgendwie... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Kostet der überhaupt? 600. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich hätte gern eine Mischung aus dem dritten und dem vierten. Ich mag da Taschen noch nicht haben. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, wie oft sagst du jetzt, das ist noch ein guter Mann? Ich glaube, ich mag den. Den mag ich. Gib mir den! Bagel ein, das Ding! Besen lieben. Ja, das natürlich. verspreche ich Ihnen. Mehrere hat er nicht, oder was? Das ist auch nicht so, du hast 5 Besen und nennst dich selber Besengeschäft. Bist du voll trunken, oder was? Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Wie verbessert werden? Sie sehen aus wie jemand, der an Geil, Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach.
Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Gleich. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Conti, merci Wie dir. sieht's aus? Ich glaube, die Besen sind von höchster Qualität. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nicht zugehört und habe auch nicht richtig aufgepasst. Ich habe über den Chat eingelesen, aber ich glaube, die Besen, die sind wirklich von höchster Qualität. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint mir hier eine richtig hohe Qualität an den... Und da wird Wert darauf gelegt und das ist einfach die höchste Qualität. Bin unschlüssig, nicht ganz sicher, ich vermute das. Okay? So. Es ist ein Versuch wert, Mr. Weeks. Es funktioniert ja alles gleich. So ein bisschen im Tutorial sind wir schon noch drin. Das ist jetzt wieder eine neue Nebenaufgabe wahrscheinlich, wo du in der ganzen Welt Rennen fliegen kannst oder irgendwas anderes mit dem Besen machst, um deinen Besen zu verbessern. Und ihm das dann mitteilst und dann kriegst du wahrscheinlich Besenboosts und bist dann schneller, wendiger oder sonst irgendeinen Scheiß. Es ist ein Versuch wert, Mr. Weeks. Da brauchen wir jetzt nicht lange nachfragen. Das habe ich schon verstanden. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Ist ja cool. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Haben diese Nebendinger einfach einen Sinn? Motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Da bin ich leider Lassen ein Sie bisschen... mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Du redst gern wirklich unaufgefordert einfach mal mitten in den Raum hinein, gell? Das magst du. Das magst du, RB. Das ist dein Weder, da bist du zu Hause. So, halt, stopp, ich hab nicht Glück. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Große Kiste war auch noch da gewesen. Was haben wir da? Nomen, nein, von Elfen gefertigte elfenbeinfarbene Handschuhe. Einen längeren Namen haben wir nicht gefunden. Weiß ich nicht. Deutsche Sprache, beste Sprache. Was haben wir da? Plus 1 auf Offensive. Kim legt mir am Arsch. Kim legt mir am Arsch! Ah ja, da haben die 3 Slots für die Besenverbesserungen. Schaut tippitoppi aus. Tippitoppi. Tippiti-toppiti-tippiti. Da brauchen wir jetzt nicht reinschauen. Aufträge. Nehmen wir noch einen Auftrag. Was haben wir da? Ja, Flugprüfung, ja. Das ist übrigens was, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Das sind möglicherweise, diese Nebenaufgaben, das habt ihr jetzt selber gesehen, diese Merlins-Geschichten, die Flugprüfung und so. Das sind, verzeiht es mir, wenn ich die Offstream mache, wenn ich überhaupt dazu komme. Ja? Wenn ich überhaupt dazu komme, bis Montag wahrscheinlich eh nicht. Aber die Hauptquest und die Hauptstory werden, solange wir streamen, solange ihr Bock drauf habt, solange es nicht langweilig wird, solange es mir nicht langweilig wird es alles nur im Stream geben. Ich spreche nicht vor, ich lasse mich nicht spoilern, ich schaue mir nichts an dazu. Ist das okay? Sind wir da einverstanden damit? Bitte, Dankeschön. Jo, die sind richtig lästig und davon gibt es so viel. Ich glaube, das ist ja nichts sonderlich Besonderes. Aber ohne da reden wir jetzt gleich noch im Stream darüber. So, im Schatten der Krypta, der Raum der Wünsche. Hören wir uns noch schnell an, was die Frau Weasley zum Sprechen hat. Hätte ich gesagt. So, zeigen uns das gleich einmal auf der Karte. Das ist eigentlich eine ganz nette Funktion. Was ist das da für ein Kass? Astronomieflügel. Was ist das da im Schatten? Achso, da gibt es 2. Okay. Wo lässt man uns da hinporten? Ich schätze dann nicht, dass das da. Barbarian Rimpler, mir ist wieder ein Euro. Servus, Bier. Haben heute 2 Meetings gekriegt. Hast du ein paar generelle Tipps für mich? Und ich glaube, der Besen hat 800% Zusatzwert. Wow. Ob ich dir da so super Tipps geben kann mit und wir haben auch auf unseren kleinen Meetings, die waren nicht am Anfang Hauskatzen. So haben wir es mir gemacht. Bis ungefähr ein halbes Jahr daheim waren, wir haben halt über Hirschkatzeln. Die haben über den Winter herin gewesen. Und wenn so ein halbes, dreiviertel, die haben nie aussehen dürfen, kommt drauf an, ob das bei euch Hauskatzen wären, dann kann ich da sowieso keinen Tipp nicht geben. Oder ob das Freilaufkatzen wären, unsere sind alle Freilaufkatzen. Wenn du, wir sollen sagen, ich will ein halbes, dreiviertel Jahr drin sein, dann größer sein und dann das erste Mal aussehen dürfen. Das ist ein komisches Gefühl, aber sie haben sich dann einfach daran gewohnt, wo sie daheim sind, wo sie ein Essen kriegen und so weiter. Und dann kannst du es eigentlich aussehen lassen. Und dann liegt es eigentlich, du kannst dann nicht recht viel machen. Du kannst nicht recht viel machen. Was für ein Tipp? Katzenklo nicht vergessen. Das haben unsere alle, wir haben alle 4 Stück, die wir gehabt haben oder haben, von selber gelernt.
aus. Gewohnt an einen festen Futterplatz, gewohnt ans Rascheln von Breckis, das kämen. Mehr gibt's nicht zum Wissen. Katzen haben sehr pflegeleicht. Ich glaube nicht, dass da. Also, außer du bist ja komplett. Weiß ich nicht. Ich glaube, der Einzige auf dem Planeten, der bei Katzen was komplett verkackt und nicht mal das zusammenkriegt. Ich sag seinen Namen so ungern, aber das ist wahrscheinlich der Rainer. Ich bin nicht gut in Auseinandersetzungen. Jetzt dem Jahr kein Viech mehr, Alter. Ich flippe aus. Das gehört ja sowieso. Ja, egal. Nicht, dass der Katz dann am Schluss Winterschlaf oder so. Oh Gott. Freiläufer, also haben wir wenig Stress. Ja, beim ersten Mal aussehen lassen kriegst du ein wenig Stress. Weißt du, du denkst so, oh nein, die weiß ja gar nicht, bla. Die geht am ersten Tag nicht weiter, am zweiten geht es ein bisschen weiter, am dritten geht es ein bisschen weiter und irgendwann kommen es vielleicht einmal 3 Tage nicht. Und ja. Warum bist du nicht hingeflogen? Das ist eine gute Frage, Herr Marx. Kann man da herinbesen fliegen? Oh, schade. Ja, dann, das ist eine gute Frage, Herr Marx. Eine gute Frage. Wir haben gerade just in diesem Moment haben wir einen verfickten Besen gekriegt und wir nehmen trotzdem die Schnellreise. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab wieder irgendwas über Mizis erzählt. Keine Ahnung. I'm a simple man. I talk about Mizi. Brain muss groß. Undrummable, merci dir, ich hab die schon gesehen. Die Entwickler haben mal gesagt, dass sie mit Quidditch angefangen haben, aber wäre zu kompliziert gewesen mit der Positionen. Aber da kommt sicherlich ein DLC. Merci für deine 6 Euro. Küsschen aufs Nüsschen. Ich wollte vorher, habe ich kurz einmal angebrochen, ich habe mich ein bisschen spoilern lassen, in Memes etc., dass es kein Quidditch gibt. Ganz ehrlich, wenn ich, wie soll ich sagen, die Steuerung ist auch nicht dafür ausgelegt. Alter, das ist ja zum Kotzen. Also ist es so schon, man gewohnt sich vielleicht schon drauf, nach B fliegen und so, aber wenn das richtig schnell gehen muss und wendig und laut, dann ist die Steuerung, das kannst du vergessen. Oder? Kannst du vergessen. So, Auftrag! Let's listen. Hey, listen! Professor Weasley? Ich würde es geil finden, wenn seine Stimme immer so ein bisschen hallt wegen dem Helm. Irgendwo, wo wir unter 4 Augen sprechen können. Der Raum der Wünsche. Wird uns jetzt wahrscheinlich erklärt. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was kann der Raum der Wünsche? Wissen wir natürlich, was er kann, aber ich bin gespannt. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den so Raum schon coole selbst Idee gefunden. einfach für Während dieses ich hier bin, Universum. sollten wir und also den das- Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Wer ist wo? Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Dann schießt man nicht weg. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Okay, jetzt müssen wir kurz umeinander zaubern. Easy! Gut, das ist ja was. Das hätten wir sich ersparen können, ganz ehrlich. Zumindest nach dem 5. Mal. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ivanesco! Wir haben ja unser zweites Zauberset. Das wollte ich sowieso gerne mal ausprobieren. Was ist denn Ivanesco? Das ist Ivanesco. Ivanesco lässt Gegenstände verschwinden und bringt Mondsteine zurück, wenn er im Raum der Wünsche angewandt wird.
Ist das sowas wie ein Housing oder was? So ein Raum, den ich mir selber einfach einrichten kann, wie ich das will. Das war nur noch krass. So, mit F1 und F2 wechselt man das Zauberset. 4. Ausgezeichnet. Ja, das geht aber Wie schnell. Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Okay, Mondstein. Man kriegt Mondstein, wenn man Sachen wegzaubert. Wieso zaubert man nicht einfach alles weg und haben wir unendlich Mondstein? I In don't get Namen it. steckt dieser Elf. Ja. Kann ich mir den, ist das jetzt mein, kann ich mir da meinen Raum selber zusammenbauen wie ein Home? Herrje, Verstehe ich das gerade richtig? Wenn meine das wie, alte oh, Schultasche. nettes Easter Ich Egg hab schon mich hin. immer gewundert, wo sie hin ist. Nettes Easter Egg entdeckt! Dabei war sie die ganze Zeit hier. Gibt's mir den Daumen nach sehe sie oben? mir nur Oder kurz an. kann sein, dass ich mich vertue, Warum keine schauen Ahnung, Sie sich aber nicht das ein sind doch die bisschen Dinge. um, bis wir Sind das ihn nicht die finden? Bauern im Schachspiel Ja, Professor. im ersten Teil? Ich glaub schon. Was haben wir da? Achtung, ich habe einen Brief gefunden mit der Überschrift Ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst. Tja! Okay. Ich weiß nicht, was man das sagen soll, aber okay. Da hinten habe ich was gesehen. Da war irgendwas weiß blinkt, kann ich das wegzaubern und krieg Mondstein. Ich mag mehr Mondstein. Was haben wir da? Was hat die gute Frau gesagt? Der kommt in den Raum der Wünsche. Ja, ist okay. Meine Güte, Was können ist Sie das, nicht der leiser sein? Das Einige ist- von uns wollen sich ausruhen. Das ist doch der Snape, wenn ich weiß. Ja. Haben da noch mehrere Easter Eggs, frage ich mich. Nein, das Schweinl erinnert mich nicht. In den Büchern nicht, die habe ich nicht. Das ist doch ein Dumbledore. Ist es denn ein Dumbledore seit Podest-Ding? Oder? Alter, das ist doch vollgeschissen mit Easter Eggs. Was ist Easter Eggs? Hans Easter? Das ist ein Phönix. Das ist ein Fox sei Käfig, oder? Erst doch mir nicht erzählen, dass sie da wirklich Leute irgendwie Mühe gegeben haben bei der Umgebung. Dann die ganzen Pokale. Da werden wir noch was finden. Ich meine, alles kenne ich auch nicht. Und hast die Bücher schon gleich 5-mal nicht. Alles noch mehr ein Dumbledore sein Podest. Die Töpfe da hinten. Die 4 da, die stehen dann auch verdächtig. Aber sagt mir jetzt halt nichts. Ja, oh Gott im Himmel. Leute, ich habe eine gute oder schlechte Nachricht, das müsst ihr entscheiden. Ich fürchte, wir werden da noch ein paar Mal hineinstreamen müssen. Wegzaubern, Mondstein her! Ah, da möchte ich aber hoffen. Oder noch mehr. Kann man da hintrillieren? Gibt's da was? Nein. Oh, Kiste. Kiste. Da brauchen wir wahrscheinlich den da. Ach, hier. Kommen Sie mal raus! Kann man den... Ach, ich muss dann da... Was haben wir da? Ah ja. Eine Tasse Tee. In der Rumpelkammer, warum nicht? Was haben wir da? Kann man das auch wegzaubern? Moment. Tatsächlich, das hat gar nicht geleicht. Ja. Ja, das muss mir jemand sagen. Dass man da einfach auf so Stuhlhaufen casten kann, ohne dass... Da ist auch... Haben da Stacheln drin? Ja, tatsächlich. Das ist eine eiserne Jungfrau. Ist da was drin? Da ist da drin Krucken. Aber die Krucken brauchst du danach nicht mehr. Warte mal, machen wir mal so. Hatte sie tatsächlich. Tatsächlich! Klassische Schuluniform mit Schottenmuster. Crap! Weiter geht's. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. So geht nicht sicher nicht an. Haltet den Eindringling auf! Was für ein Eindringling? Was tut ihr? Na los mich! Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Nein, es sind solche kleine Dinge, die diese Welt oder solche Welten. Es ist auch so gut. Sogar noch richtig gut gemacht. Warum gibt's nicht mehr solche Spiele, Mann? Das ist das Allerwichtigste in alle Open-World-Spiele und egal was, dass wenn du irgendwo ein Klo hast, dass man irgendwo drucken kann zum Obeschwamm. Das Allerwichtigste in jedem Spiel ever since Duke Nukem 3D. Okay? Wer was anderes sagt, ist ein Ahnungsloser. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Weißt, stinkst wie Sau. Du Facke, du Futzengrabs. Oder was haben wir da? Ich mag alles ausprobieren.
Okay. Ui. Schön. Akio! Kann man nichts machen, schade. Ist einfach so schön. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Das ist eine gute Frage. Eine Harfe! Skadoodle-Man-Nudel! Was ist da? Oh, das schaut wieder verdächtig nach... Ah. Was? Ich weiß nicht, wo ich hier soll. So, da. Blinder Uhu-Birger! Was war das? Was war was? Oh, da ein Tötenblumen! War das ein goldener Schnatz? Oh, ist ein goldener Schnatz. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Kennst du das Leonardo DiCaprio-Meme? Oh, da, ich muss mich da hinten. Ich bin überhaupt nicht fertig mit dem Nachschauen. Was ist da wieder los? Right! In Zelda da jetzt eine Hand aus dem Klo kommen und möchte Papier oder eine Hand von oben kommen und darf mich ausziehen und zum Anfang zurücktragen. Könnte auch passieren. Jetzt müssen wir da wahrscheinlich nochmal das Ding irgendwo hinziehen. Aber vielleicht erst auf der anderen Seite. Na, kann man sich da irgendwo auf da mal. Akio! Das hier da. Das ist so bloß eine Abkürzung, kann natürlich. Also, da liegt der Quaffel. Hab's genau gesehen. Vielleicht eine kistige Kiste. Oder. Expelliarmus! Nein, das wollte ich nicht. Akio! Ja, ich höre schon was flattern. Könnte der Schnatz sein. Für Leute, die sich mit Harry Potter, die gar nichts damit zu tun haben und nicht wissen, was vielleicht ein Schnatz ist, die werden sich doch auch seit einer halben Stunde denken, aber was bist du für Behinderter? Was redest du für einen Scheiß? Quaffel, Schnatz. Bist du besoffen oder was? Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Hey, hast du wieder eine Flasche Wodka unterm Tisch stehen? Und gondelst deine, wenn eine Katze hinkommt, oder was? Oh oh. Jetzt wird's wieder ruhig. Ob da drin in der Schachtel. Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Dick kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Dick, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Dick hat sich angeschaut, was seit Dicks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Dick. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie Bitte sag mal, ihr dass der Dick mein Hauself wird. Dick, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Sag mal, dass der Dick Der mein Raum Hauself der wird. Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Ich schenk dann Säcke. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Dick sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Das ist so eine coole Idee. Kann es nicht oft genug sein. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Und da vorne mein Sarg gleich eingestellt, oder was ist das Unternehmen Schaufe?
Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was seine Kleidung für eine Wirkung hat. Das tun wir sofort. Du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Da haben wir 2 Teile und die schauen wir uns heute noch an, ob dir das passt oder nicht, ist mir wurscht. Best gibt's seit langem. Das ist ja nur Scheiß. Gegerbter Umhang. Legere Schuluniform mit Sie werden Plate viele Karo-Muster. Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Sorry. Tisch wird äußerst hilfreich sein. So, und das heißt jetzt... Ach, wir kennen doch so Möbelstücke, mit denen wir was anfangen können. Herzaubern, irgendwie. Aber das kennen wir ja noch gar nicht, oder? Das kennen wir ja noch gar nicht. Jetzt warte mal. Moment einmal! Hilf Professor Weasley mit dem Korridor des 7. Stocks. Lernen wir jetzt über... Ivanesco, Beschwörungszauber. Das heißt, die lernen wir jetzt höchstwahrscheinlich von ihr. Oder? Ich nehme schwerstens an, dass wir das jetzt lernen, wie man so Sachen herzaubert. Und dann haben wir mir... Man kann sich das da herin selber so einrichten, wo wir das hier haben. Oh, das ist ja nur noch... Alter, was... Wenn ich das an, aber ich sage euch was. Ich weiß schon, immer wenn ich auf Spiel speichern gehe, dann weiß ja jeder, was los ist. Das tue ich nämlich bloß einmal im ganzen Stream. Freunde der Sonne! Unfassbar gutes Spiel. Bis jetzt. Ja, man weiß ja nie. Aber bis jetzt ein unfassbar gutes Spiel. Ich habe auch nicht so unfassbar viel Bock jetzt aufzuhören, aber irgendwann muss ich auch mal heute machen. Weißt du, was ist? Und habe ich nicht damit gerechnet. Sag ich dir, was ist. Es hat beim zweiten Stream, habe ich so ein bisschen den Eindruck gekriegt, so, das zieht sich schon ganz schön und so. 50 Stunden Spui oder 30 Stunden Hauptstory Spui und im Stream brauchen wir trotzdem immer noch ein bisschen länger und so, wie das normal ist. Was wieder mal ein Blödsinn, du bist da, was das ist. Leck mich am Arsch, hab ich Bock auf das Spiel. Wenn das Level halten und steigern kann, wird zum Beispiel den Dungeon, den wir heute gemacht haben, mit ein paar Kämpfe, ein paar da, Cutscenes, schön gestaltete Umgebungen, wie das in einem RPG einfach kehrt. Beim nächsten Mal, ich habe euch schon gelesen, der mal auch den Helm wieder runter. Ein paar von euch, es hat nicht bloß einer geschrieben, so, oh Gott, bitte den Helm runter, sondern ein paar und überhaupt und sowieso. Leckt mir am Arsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor Sie wieder alle schleichern, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations, danke für alles. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich ziehe meinen imaginären Zauberhut auf und jetzt geht's zum Jünglinge schlachten. Brudi muss groß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist natürlich ein Chaos, so schnell haben wir noch nie aufgehört. So, lass mal die Musik vom Sprüherwingerl im Hintergrund laufen. Wenn die zu laut ist, dann lasst es mich bitte wissen. Oh, so! Ich bin richtig ein wenig verwundert. Also die Hauptquest da jetzt durch diesen Dungeon, das hat mir richtig gut gefallen. Richtig gut. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bei 2 Hits einfach umfallen. Das ist so 5 vor Unfair. Ich hab da kein Dark Souls-Spiel nicht gekauft, kein From Software-Spiel. Ja. Also, Folgendes. Es gibt noch ein paar Dinge zu besprechen für den Hardcore-Kern, der noch da ist, was Videos betrifft. Und zwar, eigentlich am Sonntag. Eigentlich habe ich am Sonntag schon angefangen mit einem neuen Video, was sich relativ nah an einem befindet, was ich schon mal gemacht habe. Das ist ein gutes Jahr her. Und relativ einigermaßen nah an dem letzten Video befindet, weil das weit besser angekommen ist, als ich das jemals erwartet habe. Hört sie mich überhaupt? Das ist ziemlich laut, gell? Machen wir mal Spey aus. Warte mal. Warte mal! Nein! Weg geht's da! Pfui! Aus! Weg! Schuss! Hinfall! Spiel verlassen. Ja. So. How to Lieber Cat 2.0. Ja. Dampfler. Kasperl, du! Ich glaube, ich hätte generell nichts gegen diesen. Wir haben auch noch was über Shorts zu besprechen. Ja, jetzt pass auf. Dann habe ich angefangen mit dem Video.
Habe ich am Montag auch schon erwähnt. Und gestern vor allem auch. Und gestern bin ich mal so 4-5 Stunden dort gesessen, den ganzen Nachmittag, um genau zu sein. Und habe dann sehr schnell festgestellt, heilige Scheiße, Alter, ich glaube, ich habe mich schon wieder so maßlos übernommen, dass völlig unmöglich ist, dass ich das bis den Sonntag hinkriege. Und es völlig unmöglich ist, dass ich es auch bis nächsten Sonntag hinkriege. Ist, wie soll ich sagen, ist zu viel Arbeit. Und ich mag es nicht. Nicht das Video selber ist nicht zu viel Arbeit, sondern das, um was im Video geht, ist unfasslich viel Arbeit. Das habe ich komplett unterschätzt. Und ich mag es nicht einfach schnell hinrotzen. Darum habe ich mich dazu entschieden, dass dieses Video noch eine ganze Zeit lang dauern wird und ich da immer wieder mal werkelt. Und dafür ein anderes mache. Aber wann das kommt, den Sonntag nicht, schaffe ich einfach nicht mehr. Da habe ich jetzt theoretisch noch einen Tag Zeit. Am Freitag muss ich, wie gesagt, einer meiner besten Freunde Geburtstag. Für den werde ich hoffe, der schaut nicht zu. Jetzt muss ich mein Maul halten. Um Gottes Willen, hoffentlich schaut der nicht zu, ich Vollidiot. Ich hoffe jetzt einfach, dass er nicht zuschaut. Steff, falls du zuschaust, du schaltest jetzt aus! Abhauen! Sonst gibt's Geburtstagsspoiler, du Spacko! Ja, ich hoffe, es fort. Da muss ich auf alle Fälle ab dem Vormittag anfangen zum Grillen. Und dann bin ich da den ganzen Tag beschäftigt. Ja, ich meine, natürlich muss ich immer mal wieder weg, aber da fange ich nicht an, dass ich dann ein Video schneide. Außerdem kenne ich mich, oh ja, da läuft der Grill. Weißt du, was zu einem Grill, der ist zwar noch 6 Stunden fertig, das ist an mir wurscht, aber weißt du, was da gut dazu passt? Na, was? Ja, ich glaube, eine halbe oder 6. Ja, tschüss dann. Und dann kannst du vergessen, dass ich da ein Video umeinander tue. Und wenn dann, weiß ich dann ist es halt wieder irgendwann um 5 Uhr in der Früh, ich habe 38 Promille in der Fotzen, Samstag kannst du sowieso komplett weglöschen, Sonntag bin ich froh, wenn ich es schaffe, dass ich um 8 Uhr auf die Nacht bei mir im Discord die Ankündigung posten kann, was im Stream kommt. Die darf ich eigentlich morgen noch, also zumindest das Bildteil morgen und die 2 Streams textmäßig vorbereiten, weil die werden schlimm. Die werden schlimm. Das wird schlimm. Wie gesagt, ein Rausch sitzt mir mittlerweile sehr lang im Knack und ich sage einmal 3-4 Mal im Jahr. Ja, wahrscheinlich öfter, das ist total klar, was reden für ein Scheiß. Ja, aber ich tue mein Bestes. Wie oft habe ich einen Stream am Montag abgesagt, weil ich bummvoll war? Ich glaube, das ist in den letzten 5 Jahren einmal vorgekommen. Da war es wirklich so schlimm, dass ich gesagt habe, Alter, vergiss es, Alter. Ich vergiss es, Alter. Ich speibe da auf Tastatur, ich speibe euch in Kamera, ich speibe da ins Mikrofon ein. Was das eben ist. Vielleicht bin ich ein wenig erdatscht. Da unterhalten wir uns dann am Montag. Aber so wie ich das sage, habt ihr Bock auf Hogwarts Legacy? Und ich auch, um Gottes Willen war das heute ein wundervoller Stream. Ich hatte Spaß, ich hoffe, Sie auch. Gutes Spiel, egal ob es dir da mal ein bisschen was zirkt. Sowas müssen wir vielleicht auch mal machen. Ich hoffe, es ist schön zum Zuschauen, es ist auf alle Fälle schön zum Spielen. Ich hoffe, es ist schön zum Zuschauen für alle, die dabei sind, für Leute, die es vielleicht selber spielen, und das sind mit Sicherheit einige. Es ist vielleicht auch schön für Leute, die Filme und Bücher nicht kennen. Ich mag gar nicht wissen, wie viele Leute das ich wieder dazu bringe, dass sie sich das Spiel kaufen. Dann der zwar wenigstens den Gefallen am PC, kauft es über MMOGA, gibt es, Achtung, im Prinzip fast ein bisschen Werbung. Kauft es auf MMOGA, gibst einen Gutscheincode Birger ein, da kostet es nicht 60 Euro, sondern bloß 45 Euro und du kriegst nur 3% Abzug und ich kriege einen kleinen Obolus davon. Freue ich mich, da habe ich wirklich kein schlechtes Gewissen, wenn ich euch ein schönes Spielzeug, das ihr euch sowieso kaufen werdet, ohne dass ich euch was sage. Das muss ja nicht ich sagen, ob das Ding taugt oder nicht, aber da kannst du halt mir was Gutes tun. Wunderschöne, tolle Sache. Punkt 2. Shorts. Also, weil wir vorher mal der Dampfler hat eingeschrieben, ja, du Lämmerkeit 2.0. Ich meine, ich bin schon behindert, aber ich bin nicht komplett behindert. Und ich habe natürlich schon seit Ende letzten Jahres oder Mitte des letzten Jahres habe ich mitgekriegt, dass YouTube vorhat, Shorts zu pushen. Ist ja klar, man sieht den Erfolg von TikTok, blabbeldi bludelbli, dass da nur geistig Behinderte umeinander rennen, gut, sagen wir 98% geistige Behinderte umeinander laufen. Es gibt auch Kurzvideos, die halbwegs aufwendig und gut gemacht sind. Aber sagen wir es, wie es ist, 90% sind irgendwelche Spackos, die ein scheiß Handy da hinstellen
5 Cuts eine umeinander fuchteln wie die Mongos und das dann Content nennen. Da sage ich, euer halt dein Maul, für was sitzt mir hier eigentlich hin und gib mir 5 Minuten Mühe bei irgendwas. Weiß ich nicht. Egal. Aber natürlich möchte YouTube da was abhaben vom Kuchen. Und darum pushen die Shorts, und zwar seit 1. Februar. Das ist jetzt schon seit 3 Wochen. Was mitunter der Grund ist, nicht warum ich das kurze Trailer-Video da gemacht habe für den Stream, es ist immer nur der Hauptgrund da, um einen Stream einfach ein bisschen schöner zu machen. Aber da, irgendjemand hat sogar einen Chat eingeschrieben, da spreng ich was. Da sehe ich schon einen Short. Und dann bin ich erst mit draufgekommen, so, ja, das ist eigentlich der perfekte Short-Content. Kannst einfach mal machen. Habe ich dann gemacht, am Sonntag. Jetzt sage ich euch was. Olli! TikToker ist bei uns eine Beleidigung. Ja, ich sage mir, was heißt ich sage? Mir hat ja noch keiner gesagt, der ist TikToker. Ja, aber jetzt alle. Ja, was machst du eigentlich so in deiner Freizeit? Ja, ich bin TikToker. Da musst du sagen, ja, ich bin auch behindert. Passt. Bis zum nächsten Mal. Also, jetzt passt es mir an. Erzähl euch was. Ich habe mir über die letzten 5 Jahre einen Kanal aufgebaut mit, 115.473 Abonnenten. Wie gesagt, ich bin behindert, aber nicht komplett behindert. Mir ist durchaus bewusst, dass innerhalb von 5 Jahren da nicht 115.000 Leute sind mit aktiven Accounts und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Dass da mindestens, wenn nicht über die Hälfte der Accounts tot ist mir klar. Und von der anderen Hälfte ist wahrscheinlich nicht einmal mehr die Hälfte auch nur ansatzweise aktiv dabei. Ich meine, das ist jetzt so ein Kommen und Gehen in einem Kanal, wie sich Leute dafür interessieren etc., das verfolgen und so weiter. Außerdem weiß ich auch, ich mache schon seit 2 Jahren nicht mehr so regelmäßig Videos und auch nicht mehr so drauf aus, diesen scheiß Bauernidioten Scheiß zu machen mit den Ketchup gegessen. Und es gibt tatsächlich Leute, die das halt immer noch machen. Die machen das in ihren Drecksshorts 20 Mal hintereinander und finden es immer noch lustig. Und da darf ich einer gern eine Faust oder vielleicht sogar beide so tief im Gesicht vergraben, dass nichts mehr übrig bleibt. So wie in Fight Club, wenn es danach heißt, ich wollte einfach etwas Schönes kaputt machen. Ich will jetzt nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie man nach dem 30. Mal immer nur lachen kommt. Da ist der Weißwurst mit Ketchup, aber bist du ein Trottel. Was ist mit den Leuten? Wie hängen bleiben muss es sein, dass ich das immer nur lustig finde nach 35. Ich verstehe es nicht. Egal. So, ja, ist ja gut. So, auf das wollte ich nicht hinaus. Shorts. Natürlich überlege ich, möchtest du es ausprobieren? Einfach nur, weil es im Prinzip vielleicht ein Freifahrtschein ist für neue Leiderreicher, einen Kanal ein wenig pushen, einen Kanal ein wenig attraktiver für den Algorithmus zu machen und so weiter. Und jetzt erzähle ich euch mal was. Habe ich einen Short aufgeladen mit 58 Sekunden. Ist er wahrscheinlich zu lange. Das weiß ich nicht. Und zwar der letzte, wie der Pimmel dort zustande kommt zum Beispiel. Jetzt sage ich dir was. Nach 5 Tagen und 8 Stunden haben normalerweise in der Regel meine How-To-Videos, Kruzifix-Videos in den besten Tagen 20, 25, 30.000 Aufrufe. Mittlerweile irgendwas zwischen 15 und 20.000 Aufrufe. Der Short hat nach einer Woche ungefähr 6.400. Also, Freunde der Sonne, für was habe ich 115.000 Abonnenten, wenn dieses Video keiner zu sehen kriegt? Wieso dieser Drecksalgorithmus zeigt das Video nicht her? Jetzt soll ich noch was. Gehen wir mal in die Analytics da hinein. YouTubes Taktik ist seit 1. Februar, Creator auf YouTube zu locken, Shorts zu machen, weil sie sagen, du verdienst da jetzt was damit. Ja, ähnlich wie bei normalen Videos, das weiß mittlerweile ja jeder, da kriegst du ein paar Euro pro 1000 Klicks. Das ist bei mir einfach immer noch nicht der Teufel, da wo man wirklich sagt, so, ja, wow, das rentiert, jetzt mache ich bloß noch Videos und wie reicht damit. Das ist vielen Dingen geschuldet, was ich gar nicht so richtig weiß, wahrscheinlich am Dialekt und die Themen und was weiß ich was alles. Ja, um das geht's, ne? Das ist eh so geil. Der Short hat 6.444 Aufrufe. Ja, ist immer ein bisschen eine andere Zahl wie das, was ihr offiziell seht. Sagt man im Admin einfach anders. Hat 9 Abonnenten generiert. 9. Zu den Hochzeiten, wie der Kanal noch nicht abgestraft worden ist, warum auch immer. Wahrscheinlich, muss ja gar nicht sein, aber abgestraft worden ist, weiß ich nicht. Dann generiert der How-To so zwischen 200 und 500 neue Abonnenten.
Das ist schon lang vorbei, weil ich halt nicht mehr diesen typischen Bauernscheißdreck mache. Ja, verstehe ich. Will ich auch nicht mehr. Mir geht es nicht um Klicks. Natürlich sollen es Leute sehen, das ist mir schon klar. Aber kommen wir gleich dazu. Und jetzt Schätzungen, bitte. 6.000 Aufrufe. Normalerweise, normales Video etc. kriegst für 5.000 Aufrufe ich ungefähr, los mich liegen, 15 Euro. Ein 20er. 15 Euro. Nachdem sich YouTube seinen Teil genommen hat, einen Teil der Steuern in den USA abgegeben, die werden mir auszahlt. So bei 5.000 Aufrufe ungefähr. Dann zwischen 10 15 Euro. Jetzt hat der Short 6.444 Aufrufe. Was schätzt, was der Umsatz generiert hat? Mr. White schreibt 2 Euro. 3 Euro. 28. 0,00005 Bitcoin, das kann ich nicht beantworten. 1 Euro. 4,20 Euro mit Pfand, 1,50 Euro. 5,38 Euro. 15, 50, 2,50 Euro, 2,5. Gibt es dem armen Mann? Und das ist nicht gegangen. Es geht mir nicht um. Ich bin auch noch nicht fertig. Mir geht es nicht darum, mit dem Scheißdrecks-Short irgendwas zu verdienen. Das interessiert mich einen Müll. Weil eben durch Videos habe ich noch nie irgendwie erwähnenswert verdient. Ja, es ist mir einfach egal. Aber mir ist halt nicht egal, wenn meine Videos nicht ausgeliefert werden an 115.000 Abonnenten. Oder niemand Hälfte an 50.000, sondern an 5. Dann 3% meiner Abonnenten, das soll dieser Witz sein. Es sind 23 Cent. YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Creator auf dem Planeten dazu bringt, jetzt da mit einem Übermaß an Motivation aufzufangen, Shorts zum Erstellen. Tja, und jetzt haben wir bei dem Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Zurück zum Dampfexpresser, ich weiß nicht, ob er noch da ist. How to Liebergeist 2.0. Ich sag das, was ist. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe sehr viel Content da, auf den ich zurückgreifen kann. Sehr viel Content da, der immer noch funktionieren würde 2023. Es da jetzt nicht andere Spacko-Kanäle geben, wo es einigermaßen funktioniert. Ist ja wurscht. Habe ich durchaus darüber nachgedacht, hey, weißt du was? Diese Shorts daten sie leicht. Nehmen wir mal, es hätte tatsächlich so geheißen. How to Leberkas. Kurz. Innerhalb von 30 Sekunden erklären, ohne viel rundrum, wie du deine Leberkasse mit zum Fressen hast. Ich lege mein Hand ins Feuer, das dauert genauso, nicht genauso nochmal, das ist ja nicht, ich war der Erste damals vor 5, 6 Jahren, 6 Jahren mittlerweile. Funktioniert wahrscheinlich nicht mehr genauso wie damals, aber es dauert 100%ig besser funktionieren wie 5.000 Aufrufe. Was soll das? Da habe ich mir überlegt, Alter, du hast den ganzen Content eigentlich schon da, es war relativ einfach zu machen, du müsstest das halt bloß vielleicht ein bisschen neu interpretieren, der Zeit entsprechend ein bisschen anpassen, so kurz machen, wie es geht, ohne den ganzen Firlefanz rundherum. Und dann bin ich da gesessen und hab mir gedacht, ich sitze jetzt seit 5 Jahren da, Nummer 4, und stream regelmäßig. Das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich machen will. Und ich weiß nicht, ob sich manche von euch noch daran erinnern, wie anstrengend das war, wenn er jede zweite Nachricht im Chat mein Bruder hat Leberkäse mit Ketchup gegessen, was soll er mit so einem Bockfutzen? Ich habe ihm ein Bockfutzen gegeben. Können sich da manche noch daran erinnern? Ich mag jetzt nicht, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, ohne das Best zu meinen, aber wenn angenommen diese Shorts Daten funktionieren, die neue Art von Videos Daten funktionieren, neue Leute einerziehen und so weiter und so weiter. Wisst ihr, was wir uns dann wieder für Leute da in den Stream einerziehen? Die jetzt einfach in den letzten 2 Jahren eben nicht mehr da sind. Weil sie eben nichts mit Zocken, mit Streamen, mit irgendwas. Das sind halt die Leute, die Münchner, da ist ein halbes Bier. Oder Leberkäse gesagt, geil. Sicher nicht wir. So einer bin ich auch. Aber ich bin offen für andere Dinge. Um das jetzt mal so durch die Blume zu sagen. Okay? Ist das, möchte das nochmal von vorn? Weiß nicht, Brudi, weiß nicht.
Nein. Nein. Und ihr auch nicht. Außer ihr sagt mir jetzt alle flächendeckend, ja, einer mit dem Geschwerl. Es hat jetzt so lang gedauert, bis die permanenten Nachrichten, und ich rede da wirklich von 10, 20, 30 und 50 am Tag, in sämtlicher meiner Postfächer und E-Mail-Adressen und was weiß ich, mit solchen Nachrichten. Es hat so lange gedauert, bis das aufhört. Es ist nicht komplett vorbei, ich kriege immer noch solche Nachrichten, aber das ist lächerlich wenig im Vergleich zu damals. Ich will das nicht nochmal, weil ich komplett ausrast. Und am Anfang war das nicht schlimm, weil ich es nicht lustig gefunden habe. Da war das alles nein, ich habe es ja auch lustig gefunden, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber irgendwann ändert sich das mal. Irgendwann hängt es da zum Hals raus. Und dann musst aber du hier sitzen und immer nur den lustigen Vollidioten spielen und so tun, als dass sie es lustig finden. Und mitmachen. Ja, genau, die Typen im Haus hat aufs Alter. Nie wieder. Es war ganz lustig. Und ich bin derzeit sehr dankbar. Sonst da die jetzt nicht da sitzen und es warten nicht immer nur über 900 Leute da herin. Auf Twitch und YouTube gleichzeitig. Das der wir nicht. Und jetzt ist der Zeitpunkt so gekommen und darum bin ich schon lange der Meinung, warum dieser Kanal nicht weiter wachsen kann. Es ist schon ein bisschen seltsam. Natürlich wird der Stream ist mal größer, mal kleiner, mal sind 800 Leute da, mal sind 1500 Leute da, manchmal sind über 2000 Leute da, manchmal sind über 3000 Leute da. Gut, das ist nur bloß einmal vorgekommen, aber egal. Irgendwie wird er nicht größer, aber auch nicht kleiner. Das ist alles, was ich haben will. Sag ich, das ist aber das Level halten, ihr habt Spaß, ich habe Spaß, wundervoll. Natürlich habe ich aber auch irgendwo Interesse. Es war 3000 sind schon ganz geil, aber 5000 war nicht geil. Ist das machbar? Ist nicht mehr, weiß ich nicht. So war es mit Sicherheit machbar, aber auf dem Weg will ich es nicht. Das ist der einfache. Das ist der einfache Weg. Da hat 100%ig funktionieren. 100%ig. Irgendwelche Preisentrottel mit dem 180. Scheißkruzifix und mit 500 Mal denselben Spruch absagen und Leute hatten Loher drüber, weil ich mir sowieso frage, haben alle bloß noch hängen geblieben. Ich weiß nicht. Aber jetzt pass Obacht. Das Thema Shorts. Irgendwie darf es mich ja auch interessieren, weil es auf der einen Seite relativ einfach zu machen ist. Das ist ja das Attraktive, das habe ich aber auch immer gesagt. Das will ich aber irgendwie nicht. Und ich will meinen Kanal nicht damit kaputt machen. Und ich möchte auf alle Fälle nicht euch damit kaputt machen, dass ihr sagt, oh Gott, fang da jetzt auch mit dem Scheiß. Und ich mag auch gar nicht anfangen mit dem Scheiß, aber ich darf gern was ausprobieren. Und zwar hat mich, Flo, ich lese gleich vor. Das Rumgekrampfe geht dann schon wieder los. Das war eine lustige Zeit, aber das muss nicht mehr sein. Kannst vielleicht ab und zu ein kleines Short posten, einmal im Monat oder sowas, aber bitte fang das nicht wieder an, davor machst du bezahlte Fußbilder kaufen. Nochmal, mir geht's nicht ums Geld. Natürlich ist das eine nette Nebengeschichte, aber habe ich jemals da herin irgendwann nur 1 Sekunde um Geld bettelt? Nicht wirklich. Das ist was, das muss ich mir wirklich nicht vorwerfen lassen. Das ist was, wenn das gut ankommt, dann sagt, das passiert einfach von allein. Und weiter rede ich da nicht drüber jetzt. Ja, ist gut, das ist eine nette Nebengeschichte, super, nehme mich mit, freue mich. Aber was ich natürlich schon möchte, sonst darf ich das nicht machen, ich möchte natürlich, dass meine Sachen gesehen werden und nicht von diesem scheiß YouTube-Algorithmus irgendwie zurückgehalten werden, aus welchen Gründen auch immer. Man muss Raketenwissenschaftler sein und die verstehen den Algorithmus nicht. So, okay, so, geschissen jetzt auf diese Geldgeschichte, um das geht's mir gar nicht. Gestern habe ich was gelesen, und zwar bei meinen Moderatoren im Chat. Da hat die Wifin einen richtig netten und guten Vorschlag gehabt. Und zwar, ab und zu, wer oft in die Streams herin ist, weiß, was die 5 Minuten sind. Wer weiß, was die 5 Minuten sind? Ich rauche dabei, weil sonst wird mir in die Kehle trocken. Was? Ab und zu, und mir ist durchaus bewusst, dass einige bei euch sämtliche Spielebegriffe kennen, selber viel spielen, überhaupt und sowieso, viele aber auch nicht. Das Thema Zocken und Gaming ist mir 100-mal lieber als diese abgestumpfte, scheißdämliche Leberkas-Weißwurst-Bauern-Idiotenkacke. Die kann man schon mal dazwischen dringen, deswegen ist der Vollbier-Squad immer noch der Vollbier-Squad. Wer scheiß Cola oder ein Asbach in sein Halbe oder in sein Maß schenkt, der ist genauso schlimm wie der Radlasse. Das wird für immer so bleiben. Mag ich einen Unterschied nicht. Aus. Aber
Dann bin ich auf Folgendes gekommen. Ein Experiment, das ich gern machen würde. Ab und zu erkläre ich Begrifflichkeiten im Stream. Zum Beispiel letzten Montag erst. Nehmen wir den Begriff Transmoggen. What the fuck, da sitzen Leute daheim. Ich denke da an meine Mom zum Beispiel. Zu der, wenn ich sage, hey Mom, ich glaube, ich tue mir den Mantel, den Transmogge mir jetzt in Lieder, dann sitzt sie da und denkt sich, Alter, hast du schon wieder gesucht, was los mit dir? Dann erklärt man in einem Short Zockerbegrifflichkeiten, vielleicht dann auch mit einem auf witzige Art, einmal natürlich, was es ist, Witz dazu, fertig. Eine Geschichte auf 20, 25 Sekunden. YouTube empfiehlt im Übrigen eine Shortlänge von 15 Sekunden. Und der Short mit meinem Pimmel da am Hirn, der ist 58 Sekunden lang. Also genau 1 oder 2 Sekunden drunter, wie lang ein Short überhaupt sein darf. Dann muss ein Short im Hochformat gemacht werden. Da kriege ich schon das innerliche Kotzen, weil dieses Format zum Kotzen behindert ist. Aber egal, da sich was einfallen lassen, okay? Das ist aber immer noch nicht, was ich machen möchte. Das ist nicht das Experiment. Das Experiment kommt jetzt. Das war für mich Content in Shortform, für den ich mich nicht schämen darf, für den ich kein komisches Bauchgefühl kriege, weil es absolut geistig behinderte Drecksscheiße ist, die jeder Vollidiot machen kann, sondern ein How-To. Das ist ein bisschen gespoilere, aber ist egal. Ich denke nur laut. Ja, vielleicht hat es mir live dabei, wie so Sachen entstehen. Ein How-To-Shorts 1. Das Video kommt. Das ist relativ kurz, ist aber ein normales Video. Und darin geht es um, sag nicht zu viel, sonst macht es gleich ein anderer auch noch. Das ist ein Überstopp, so ein anderer macht. Hat mit Sicherheit auch ein anderer auch schon gemacht. Da bin ich mir fast sicher. Und zwar, mir geht es ja gar nicht da so darum, ich bezweifle ganz stark, dass irgendjemand, der irgendwie so bekannt ist wie ich, im vor allem dialektsprachigen Raum jetzt anfangen, sich eine Shorts zu machen und mir da irgendwelche Views klaut oder meine Idee klaut. Außerdem, ab jetzt, heute ist der 22.02. um 5:11 Uhr. Es war meine Idee, falls du jetzt damit anfängst. Das ist jetzt, damit ist es, weißt du schon, das ist jetzt mein Patent so aus, ich war der Erste. Und dann kommt der How to Shorts. Mit einer Einführung eines Selbstexperiments. Und zwar, das ist sehr ähnlich, wie ich euch das jetzt erzählt habe, bloß in absoluter Kurzform, so kurz wie es halt irgendwie geht. Also 1, was testen. In den nächsten 30 Tagen kommt jeden Tag oder jeden zweiten oder irgend sowas ein Short zu dem und dem Thema. Und alle ein bisschen anders gemacht. Mal kürzer, mal länger, mal mit einem Witz, mal ohne Witz, mal vielleicht sogar auf Hochdeutsch. Einfach unterschiedliche Shorts. Aber zum Thema Gaming. Irgendwie so. Und nach einem Monat kommt dann How to Shorts 2. Und da, oder vielleicht in einem Stream, ist ja dann wurscht, irgendwo. Und dann schauen wir uns die Statistiken dazu an. Einfach, weil es mich interessiert, euch mit Sicherheit interessiert. Was ist mit Sicherheit euch interessiert? Mich interessiert sowas immer. Ja? Welche Shorts haben besser funktioniert, welche haben schlechter funktioniert. Irgendwie so. Ich offenbare dann auch gerne meine Einnahmen aus diesen Shorts. Das interessiert sowieso immer alle, weil das interessiert irgendwie immer alle, warum auch immer. Hat aber sehen, was er verdient. Hat aber richtig reich, der Mann. Und dann möchte ich sehen, der Geilbuffet und der Rest haben es wieder nicht verstanden, was ich mit Hochdeutsch meine. Zuhören, wenn ich was sage. Ich muss, oder der Plan ist, unterschiedliche Shorts machen, um messen zu können, macht es einen Unterschied, ob ich Hochdeutsch rede, ob ich Bayerisch rede, ob ich, was weiß ich. Denn Folgendes, und das ist mir auch irgendwann einmal aufgefallen, so sehr es ein Segen war zum Start meines Internetdaseins, Bayerisch zum Reden. Und scheißt euch nicht in die Hosen. Schau ich aus, als da die aufhören. Bayerisch zum Schmerzen in Zukunft. Halt bloß deine Ahnung, soll sie futzen. So ein Segen, wie das am Anfang zum Start war. Sowas hat es noch nicht gegeben. Das war der erste. Ich lerne mir jetzt einfach auch aus dem Fenster. Das ist mir wurscht, jetzt, ob das stimmt oder nicht. Aber ich habe für mich so den Eindruck, ich war der erste große, ernstzunehmende Dialektstreamer im Gaming-Bereich. Ich war der erste ernstzunehmende Content-Creator im bayerischsprachigen Bereich. Etc. etc. Es war ein absoluter Segen damals, weil ich halt nun mal der Erste sein konnte. Aber 5 Jahre später ist dieser Segen gleichzeitig der Fluch. Warum? Alle, die sich mit so Content auseinandersetzen, mit der Art, die ich mache, Gaming oder was auch immer, irgendwann habe ich sie alle.
Und irgendwann ist Schluss. Dann es können einfach nicht mehr Leute kommen. Ich möchte einfach behaupten, in dieser Generation, wer sich mit YouTube befasst und mit Gaming, dass einfach, nicht alle natürlich, aber der absolut größte Teil irgendwann mal von mir was gehört, gesehen oder sonst was hat. Und das setzt jetzt da einen Deckel drauf, dass da nicht einfach auf einmal, warum haben wir nicht schon 5000 Leute im Schnitt da herin? Es gibt auch keinen Größeren als mich im Dialektbereich. Ich wüsste zumindest keinen. Und ich rede jetzt nicht, da zählen keine Leute wie der Artenfahrer dazu. Komm, hör mir auf. Das ist mir auch klar, dass wenn der Trottel an seinen Facebook-Stream einschaltet, da haben über 500.000 Leute, dass dann die 60-jährige Oma daheim hockt. Ja, gut, ich darf nicht sagen, das schimpft mein Mann wieder, die ist so 60. Dann die Boomer-Generation, die das lustig findet, am Handy hockt, der Bacher, der Bauernbrüch, der ist live. Ist das live? Ist das live oder ist das ein Video? Verstehe ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Kannst du fließend Hochdeutsch reden? Ich kann's nicht. Ich kann's wahrscheinlich auch nicht. Das müssen die Das heißt jetzt auch nicht, dass er jetzt zweite Short auf Hochdeutsch kommt. Aber es ist auch noch nicht sicher, jeden Tag ein Short, jeden zweiten Tag. Das war auch schon wieder so ein Experiment. Eine Woche lang, jeden Tag ein Short. 2 Wochen lang, jeden zweiten Tag. Und schauen, ob das einen Unterschied macht. Also das darf mich schon interessieren. Und das muss man sich halt vorher überlegen. Was möchte man überhaupt testen? Dialekt, mal 10 Sekunden, mal 20 Sekunden, mal 30 Sekunden. Länger brauchst du es gar nicht machen, wenn YouTube selber die Empfehlung gibt, mach 5. Vielleicht können wir uns das sogar miteinander in einem Stream ausdenken. Und erklären tut man Gaming-Begrifflichkeiten, das ist einmal die Themenhaube oben drüber. Und da macht man halt Shorts dazu. Die können funktionieren, sowohl beim Dialektding, die muss man halt dann so machen, dass da auch Leute vielleicht Locher kennen, die nicht wissen, um was das geht. Das ist halt schwierig. Das ist sogar unfassbar schwierig. Und im Voraus 30, ich sage mal zwischen 20 und 30 Shorts produzieren, ist ungefähr so, als dass du 5 normale Videos produzieren. Das dauert eine Zeit. Dann brauchen wir noch das How-to-Shorts und das How-to-Shorts mit der Auswertung danach und so. Also das ist unfassbar viel Arbeit. Das wird sich über Wochen ziehen, bis das da ist. Und irgendwann geht's los. Dann ist wieder die Frage, bis ich da fertig bin, wird es Frühling, Sommer. Im Sommer ist im Internet generell weniger los. Macht auch einen Unterschied. Theoretisch müsste man es so testen, einen Teil der Shorts jeden Tag einmal im Sommer, jeden zweiten Tag im Sommer. Mal kürzer, mal länger, mal bayerisch, mal hochdeutsch und das Ganze nochmal im Winter. So ein Unterschied wie Tag und Nacht im Übrigen. Was meine Videos zum Beispiel auch an die ersten 2-3 Tage Klicks machen und Aufrufe generieren. Danach, ist alles wurscht. Ja, Jack, merci für deine Mitgliedschaft. Küsschen aufs Nüsschen. Herr Wager, merci für deinen Resub. Habertritt Bürger, ich finde dich besser als Krumm. Okay, persönliche Geschmäcker sind verschieden, aber ein Herr Gronk hat doch ein bisschen mehr erreicht wie ich. Das schiebe ich auch auf den Dialekt. So. Verstehe ich das richtig? Wir beide müssen mehr schnackseln, um neue Zuschauer zu ja, da könnt ihr schnackseln, was wollt, denn die neue Generation, da habe ich heute auch erst mit jemandem geredet. Die neue Generation von junge Kinder und Jugendliche. Was schauen die? Schauen die YouTube? Die hocken alle vor einem TikTok-Kasten und wollen bespaßt werden im 10-Sekunden-Takt, 15-Sekunden-Takt. YouTube sagt es nicht zur Gaude, dass der optimale Shortlänge 15 Sekunden ist und du ungefähr 1 bis 2 Sekunden in diesem Short hast, um den Zuschauer zu catchen. Das heißt in diesen Shorts nichts mit habe ich die Ehre, ich bin's der Bürger, haben da schon 5 Sekunden beim Teufel. Nichts, einfach voll. Also, so rede ich dann natürlich auch nicht, aber ein bisschen zügiger, sofort um was das geht. Witz hinten nachher, fertig. Ich würde auch nicht ganz einfach sich da 30 Witze zu irgendeinem Scheißdreck einfallen zu lassen, aber es wäre wahrscheinlich ziemlich viel Penishumor. Der geht immer. Ja, und dann hast du eine Generation, die da heranwächst, da gibt es ja Studien dazu. Ich finde das ziemlich krass. Vielleicht bin ich aber mittlerweile auch einfach so alt, dass ich jetzt zu den alten, stingernden Idioten gehöre, die zu mir gesagt haben, damals wie Kinder, jetzt sitzen sie bloß noch vor dem Kastenblauer. Das heißt, wie erklärst du denn das? Allgemein das Problem mit Social Media. Du scrollst es durch im 10-Sekunden-Takt. Und wenn du nicht in die ersten 2 Sekunden von dem Video gecatcht wirst, dann wischt das einfach weiter. Und weiter.
und weiter und weiter und noch mehr und noch mehr und noch schneller und noch schneller und noch schneller. Es schüttet bei dir im Gehirn das Belohnungshormon, ist Dopamin, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, aus irgendwie so. Und du wirst süchtig dann noch. Ganz fucking einfach. Deswegen hocken sie alle da, glotzen nur noch in dieses dämliche Scheißding ein und geben sich diesen TikTok-Müll hin. Die haben nicht mehr in der Lage, der Podcast, den ich mache, dauert 1 Stunde. Die Art von Leute, die auf diesen TikTok-Scheiß hängen geblieben haben, die schaffen noch nicht mal das Intro. Da passiert nichts, da hat man zu sagen, tschüss dann. Und die Generation, Alter, das wird richtig ekelhafte Scheiße. Oder eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch, der vor 4 Wochen aus dem Aquarium rausgesprungen ist und irgendwo zwischen Teppichboden und Heizung irgendwo im Eckend umeinander vertrickelt. Mit der Shorts bin ich persönlich nicht überzeugt, aber nur meine Meinung. Ja, um Gottes Willen, dass das wieder nicht an jedem schmeckt und viele kriegen das jetzt auch nicht mit. Viele werden dann das How to Short nicht sehen vorher, wo ich erkläre, was für ein Experiment das dahinter ist. Ich merke es einfach mal. Hey, wer weiß, was passiert? Hey, hernach generiert das Ding 1 Million Aufrufe. Wer weiß, was passiert? Haben schon mehrere Sachen eskaliert in den letzten 5 Jahren, die wir angefangen haben. Das heißt nicht, dass ich danach nur noch Shorts mache. Aber jetzt selber gesagt, wenn ich 1 Million Klicks auf so einem scheiß Short habe, dann verdiene ich damit 5 Euro. Und wenn ich 1 Million Klicks aber kriege auf ein Gaming-Video im Dialekt und da bleiben Leute hängen, da habe ich 100 mehr davon. Das interessiert mich nicht. Es geht immer nur um Reichweite. Um mehr geht es nicht. Wenn man natürlich mache ich das für Reichweite und Aufrufe. Für was mache ich denn sonst? Und jeder andere Creator, der was anderes erzählt, ist ein Lügner. Das ist ein Bullshit. Habe ich schon 100 Mal gesagt, ich bin eine famegeile Fotze. Ja! Und? Ja, und? Du willst einfach das Short-System austesten auf Peaks. Schlau. Ja, was heißt schlau? Dann weiß ich mehr über das Short-System. Ob ich danach dann Shorts mache, bezweifle ich ganz stark. Wahrscheinlich habe ich, wenn ich 30 Shorts mache, erstmal ganz lang die Schnauze voll von Shorts. Und allgemein. Ich hoffe, die erwarten dann nicht 15 Sekunden Streams. Da brauchen wir auch keine Angst nicht haben, weil die Leute, die dann über die Shorts hängen bleiben, die ganzen Hängerbliebenen sozusagen, die schaffen nicht im Stream heringehen wird, da schreibst du schon 15 Sekunden und dann gehen sie raus. Die schaffen es sowieso nicht damit, die kommen ja gar nicht so weit, dass sie überhaupt mit einem Finger in den Chat einer drücken und irgendwas schreiben. Die kriegen wir mir überhaupt nicht mit. Wenn der Streamer wieder komplett eskaliert. Durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne war 2013 schon bei 8 Sekunden nur mehr. Es ist ja übrigens schwierig, aus dem E-Commerce komme und so, haben wir mir auch schon vor über 15 Jahren schon gelernt, dass ein Besucher auf deiner Internetseite, das ist jetzt natürlich kein Video und seitdem hat sich sehr viel geändert, in die ersten 2 Sekunden die Entscheidung trifft, wo er auf deiner Seite hindruckt und ob er überhaupt irgendwo hindruckt. Und um das geht's. Und das befriedigt halt diese TikTok-Scheiße wie die Hölle. Wie die Hölle. Es misst nächstes. Da genau 1 Sekunde und ich werde sofort mit dem nächsten Bullshit zugemüllt. Und wenn das nichts ist, 1 Sekunde später wie mit dem nächsten Mist zugemüllt. Und darum, natürlich bleiben da Leute auch an Creatoren hängen. Natürlich ist es so. Und natürlich wird man dann erkannt und so, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat. Das ist mir auch alles klar. Aber noch viel schlimmer, wie das auf YouTube ist, die Leute, die scrollen da durch, die schauen sich dort ein 15-Sekunden-Video an und bleiben dann aber, glaube ich, nicht so an dir hängen wie richtige Fans, wie das teilweise da herin immer noch ist. Da bin ich sehr dankbar darum. Ich freue mich. Hallo, ich habe Fans. Was zur Hölle ist eigentlich kaputt? Und vor allem, wie das in 2-3 Jahren war. Das hat ja ein Ausmaß angenommen, das ist ja völliger Irrsinn. Das ist ja völlige gestörte Scheiße. Nirgendwo habe ich hingekehrt, bei uns da in Bayern zumindest. Selbst in Minga. Ich bin letztes Jahr auf Kreta erkannt worden. Gehe mitten auf der Straße, schaut mir einer so, da habe ich schon gewusst, ach Kim, nein, das ist nicht dein Ernst, Alter. Ja, können wir mir mal einen Anschlag auf die vor, können wir nur schnell ein Video machen, das ist ein Vollschlag, Alter. Ich stehe sprichwörtlich an der Strandpromenade in Kreta, man sieht um 10 Uhr auf die Nacht, ich habe gerade gefressen, mit dir anfangen ein Video zu machen. Bin ich behindert oder was? Habe ich natürlich nicht gesagt. Fans! Wir sind einfach genauso behindert wie du. Ja, wir hat's Fans von einem Behinderten. Herzlichen Glückwunsch. Da, Herr Baumgartner, mach's! Du wolltest auch nie Lande zocken und der Stream hat da eine gescheite Reichweiten gebracht. Do it, Birgbert. Ja, was halt eigentlich mit einem Stream Reichweite generieren. Theoretisch waren heute vor 2 Wochen Montag vor einer Woche, knapp vor 2 Wochen,
waren über 2200, 2400 Leute im Stream. Im Stream hält das nicht lange. Aber einfach ausprobieren. Mich hat das Experiment selber interessieren, weil ich nicht weiß, was passiert. Was funktioniert besser, was funktioniert nicht, keine Ahnung. So, Freunde der Sonne, jetzt ist 10 nach 11. Was zur Hölle ist denn eigentlich jetzt passiert? Schleichzeit, was seid ihr behindert? Warum hat ihr immer da? Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier's. Schleichzeit ins Bett! Like da draußen für, was weiß ich bin, für ein Hagrid. Ich hoffe, ich überlebe das Wochenende. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören am Schluss. Ist immer einfach gut. Man kann einfach immer mal über Zeug schweizen. Uns fällt einfach immer irgendwas ein. Was ist? Dankeschön für die ganzen Donations. Dankeschön für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Auch wenn manche nicht angezeigt werden und manche, ich hoffe, die Leute haben noch da. Bussi auf das Nussi. Dankeschön. Ich darf jetzt gerne aus dem Umhang raus, weil ich da unten schwitzt und rasselt, wie, weiß ich nicht, der Zigeuner aus dem Hosentiel. Das ist einfach so schön Dialekt, das ist einfach das Beste, weil kein Mensch versteht, was man gerade gesagt hat. Schluss jetzt, geil, wie viel mach Katzen schon. Internet ist verkehrt, ja, wahrscheinlich daten die funktionieren. Gibt's einen Plötze-Short. Merci dir. Dankeschön fürs Zusehen. Nächsten Montag spielen wir höchstwahrscheinlich noch mehr eine. Jetzt dein Mal mit am Schluss noch mit Donations anscheinend. Flo! So, da hast du einen Zügel, weil der Short doch nicht so. Ich wiederhole, wenn mir das irgendjemand falsch im Mund umdreht, es ist mir scheißegal, was dieser Short verdient, aber für 5000 Klicks bin ich ein wenig lästig, YouTube. Da bin ich ein wenig lästig. Das ist für was? Ach, geh, leg mir am Arsch. Da haben wir jetzt lange nicht drüber geredet. Danke fürs Zuschauen, danke für alles. Schleicht euch ins Bett, fahrt ein schönes Wochenende. Ich werde mich geistig behindert saufen und ob ich dann am Montag da bin, das werden wir dann schon sehen. Und jetzt seid ihr verpisst euch! Hobby! Hashtag Strapse, Hashtag LSD-Legolas, Hashtag Simsalablet. Jetzt schleicht euch. Bis spätestens, früh spätestens Montag. Am Wochenende gibt's leider nicht. Doch, halt, stopp! Am Sonntag ist Podcast. Oh Gott, hoffentlich verpenne ich den nicht. Oh Gott, im Himmel, Alter. Sonntag ist Podcast. Wer sich den nicht anschaut, der kriegt einen Knock-and-Nosh-Card. Gibt's übrigens einen extra Kanal als Spezi-Wirtschaft mit E. Spezi-Wirtschaft. Reinhören, Maul halten, Schleichhals. Tschüss dann.